Als Roger Federer an seine alte Schule in Basel, Schweiz, zurückkehrte, erwartete er, Erinnerungen an seine Tennisanfänge zu finden. Was er nicht erwartete, war Herrn Müller, denselben Hausmeister, der an ihn geglaubt hat, als er als Jugendlicher noch nicht ins Hauptteam kam, mit 80 Jahren immer noch die Sporthallenböden wischen zu sehen. Die Entdeckung schockiert die Tennislegende. Während die meisten Menschen in Rogers Position ihm die Hand geschüttelt, vielleicht ein Autogramm gegeben und ihren Tag fortgesetzt hätten, löste Rogers Reaktion darauf, seinen alten Mentor immer noch arbeiten zu sehen, eine Kette von Ereignissen aus, die niemand hätte vorhersehen können. Was als einfacher Schulbesuch begann, sollte nicht nur das Leben von Herrn Müller und seiner Frau Anna, sondern auch Roger selbst und letztlich eine ganze Gemeinschaft verändern. Die Frage war nicht, ob Roger seinem früheren Mentor helfen würde, sondern wie weitergehen würde, um eine Dankesschuld zu begleichen, die über Jahrzehnte gewachsen war. Niemand, nicht einmal Herr Müller selbst, hätte vorhersagen können, was Roger Federer als nächstes tun würde. Rogers schwarzer SUV fuhr auf den Parkplatz der Kantonsschule Basel-Stadt. Die Nachmittagssonne spiegelt sich in den Fenstern des Gebäudes, wo seine Tennisreise vor über 40 Jahren begonnen hat. Roger saß einen Moment lang im Auto, die Hände noch am Lenkrad. »Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen, Herr Federer?« fragt sie Fahrer, der auf den Beifahrersitz gewechselt war. Roger nickt. Manchmal muss man sich daran erinnern, wo man angefangen hat, um zu verstehen, wo man gelandet ist. Er stieg aus dem Auto, seine Knie knackten leicht. Mit 43 war er nicht mehr der dynamische Athlet, der einst die Tennisplätze dominierte, aber er bewegt sich immer noch mit Entschlossenheit. Er richtet sein Poloshirт und zog seine Baseballkappe tiefer ins Gesicht. Vielleicht würde er nicht sofort erkannt werden. Vielleicht könnte er zuerst einfach die Erinnerungen aufsaugen. Der Haupteingang war seit seinen Tagen hier modernisiert worden, aber die Schulfarben waren dieselben geblieben. Roger öffnete die schwere Tür und trat ein. Der Flur war ruhig, der Unterricht war vor einer Stunde zu Ende gegangen, aber einige Kinder waren noch für Nachmittagsaktivitäten da. 2 Junge gingen vorbei, vertieft in ein Gespräch über Videospiele. Sie warfen dem grossen Mann, der dort stand, keinen Blick zu. Roger lächelte in sich hinein. Zu seiner Zeit war er noch nicht der Roger Federer gewesen, nur Roger, der schlagsige Junge, der als Jugendlicher hart trainieren musste, um sich zu beweisen. Er folgte dem vertrauten Weg zur Sporthalle vorbei an Vitrinen, die jetzt seine Trikots und Fotos enthielten. Es gab einen ganzen Bereich, der ihm gewidmet war, Zeitungsausschnitte, seine Schulstatistiken und Bilder von seinen Besuchen über die Jahre. Er war seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr hier gewesen. Der Geruch traf ihn, sobald er die Türen zur Sporthalle öffnete, die Mischung aus Bodenpolitur, Schweiss und Gummi, die in jeder Sporthalle der Welt gleich war. Manche Dinge ändern sich nie. Doch die Halle selbst hat neue Tribünen, eine glänzende elektronische Anzeigetafel und an einer Wand ein riesiges Wandgemälde von Roger, wie er in seiner berühmten Schläge spielte, in seinem weissen Wimbledon-Outfit. Darunter standen in fetten Buchstaben die Worte: »Glaube an deine Träume.« »Nun, das ist neu«, murmelte er vor sich hin. Die Halle war nicht leer. Am anderen Ende übt ein Mädchenvolleyballteam, ihre Trainerin rief Anweisungen, während sie abwechselnd servierten. Keiner von ihnen bemerkte die Tennislegende, die im Eingang stand. Roger ging am Rand des Spielfelds entlang, mit jedem Schritt strömten Erinnerungen zurück. Hier hat sein Trainer ihm gesagt, er sei noch nicht bereit für die oberste Liga.
Hier hat er nach Stunden an seinem Aufschlag gearbeitet, bis seine Arme schmerzten. Hier hat er sich geschworen, dass niemand jemals wieder an seinen Fähigkeiten zweifeln würde. Er war so in Gedanken versunken, dass er den alten Mann, der langsam einen Staubmob in der Nähe der Tribüne schob, fast nicht bemerkt. Etwas an der Art, wie man sich bewegte, sorgfältig, bedacht, stolz auf seine Arbeit kam ihm bekannt vor. Roger beobachtete ihn einen Moment. Der alte Mann trug blaue Arbeitshosen und ein graues Hemd mit dem Namen der Schule über der Tasche. Sein Rücken war leicht gebeugt, sein Haar weiss wie Schnee. Er bewegt sich langsam, aber gründlich, ließ kein Fleck aus. »Entschuldigen Sie«, sagte Roger, als er sich näherte. Der alte Mann blickt auf, blinzelt ein wenig. Die Halle ist wegen des Volleyballtrainings geschlossen, Herr, es sei denn, Sie sind wegen eines der Mädchen hier. Nein, ich besuche nur, sagte Roger. Ich bin hier zur Schule gegangen, der Hausmeister nickt. Viele kommen zurück, um zu besuchen. Wir schon vor einiger Zeit abgeschlossen haben, Klasse von 96, sagte Roger. Der alte Mann pfiff. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe damals schon hier gearbeitet, Roger starrte ihn an, plötzlich sah er hinter die Falten und das weisse Haar. Herr Müller, sind Sie das? Der Hausmeister neigte den Kopf, musterte Rogers Gesicht. Kenn ich Sie, junger Mann, es ist Roger. Roger Federer. Herr Müllers Augen weiten sich. Er lehnt seinen Mob an die Wand und trat einen Schritt näher. Der kleine Roger Federer. Bist du das wirklich? Roger grinste. Nicht mehr so klein, Herr Müller, nun, das gibt's doch nicht, sagte Herr Müller und schüttelte verwundert den Kopf. Roger Federer, hier in Fleisch und Blut, er zögerte, dann streckte die Hand aus. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren, statt die Hand zu schütteln, zog Roger den alten Mann in eine Umarmung. Herr Müller fühlt sich zerbrechlich an in seinen Armen wie ein Vogel. Als sie sich trennten, bemerkte Roger, dass die Augen des Hausmeisters feucht waren. Ich kann nicht glauben, dass Sie immer noch hier arbeiten, Herr Müller. Wie lang ist das her? Über 40 Jahre, Herr Müller nickt, 47 Jahre nächsten Monat, 47 Jahre. Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf? Letzte Woche 80 geworden, sagte Herr Müller mit einem Hauch von Stolz. 80, Roger konnte seinen Schock nicht verbergen. Und Sie arbeiten noch Vollzeit, haben sonst nirgendwo zu sein, sagte Herr Müller mit einem kleinen Achselzucken. Und die Schule muss ja sauber bleiben, Roger sah den Mann an, der altjahresstill im Hintergrund gearbeitet hat. Roger erinnert sich daran, wie Herr Müller früher die Sporthalle aufgeschlossen hat, damit er vor der Schule über konnte, wie er spät blieb und nicht klagte, wenn Roger nur 5 Minuten länger an seinem Schlag arbeiten wollte und wie er an Tagen, an denen nichts zu gelingen schien, leise Worte der Ermutigung sprach. Erinnern Sie sich, wie Sie mich früher eingelassen haben, um zu üben? Fragte Roger. Herrn Müllers Gesicht leuchtete auf. Klar doch, du warst immer der Erste da und der Letzte dagin. Ich han noch nie jemanden so hart arbeiten sehen, er lachte. Musste dich praktisch rauswerfen, damit ich zum Abendessen nach Hause konnte. Meine Mutter war so sauer auf mich, weil ich immer zu spät kam, erinnert sich Roger und lächelte bei der Erinnerung. Aber es hat sich gelohnt, nicht wahr? Herr Müller deutet auf das Wandgemälde an der Wand. Schau dich jetzt an. Von der anderen Seite der Halle ertönte der Pfiff der Volleyballtrainerin, das Training war zu Ende. Die Mädchen sammelten ihre Wasserflaschen und Sporttaschen.
Ich sollte hier fertig machen, sagte Herr Müller und griff nach seinem Mob. Haben noch die Flure vor mir, bevor ich Feierabend mache, wann sind Sie fertig? Fragte Roger. Gegen 18 Uhr meistens können wir uns danach treffen. Vielleicht zusammen essen gehen? Herr Müller wirkte überrascht von der Einladung. Du willst mit mir essen gehen? Hast du nicht wichtige Leute zu treffen? Roger legt seine Hand auf die Schulter des alten Mannes. Herr Müller, im Moment sind Sie die wichtigste Person, die ich sehen möchte. Die Augen des Hausmeisters falten sich zu einem Lächeln. Na, in dem Fall sage ich nicht nein. Aber nichts Schickes, die alten Knochen passen nicht mehr so gut in noble Stühle, ich kenne genau den richtigen Ort, sagte Roger. Ich treffe Sie um 18 Uhr am Haupteingang. Als Roger durch die Flure seiner alten Schule zurückging, raschten seine Gedanken. Herr Müller war in seinen Teenageraugen immer alt gewesen, aber jetzt war er 80 und schob immer noch einen Mob über die Böden. Irgendetwas daran fühlt sich nicht richtig an. Bis er sein Auto erreichte, hat Roger Federer, der Mann, bekannt für seinen Ehrgeiz und seine Entschlossenheit auf dem Tennisplatz, eine Entscheidung getroffen. Er wusste noch nicht genau, was er tun würde, aber es wusste er sicher, Herrn Müllers Leben würde sich ändern. Roger wartete genau um 18 Uhr am Haupteingang. Er hat die letzte Stunde damit verbracht, ein paar Anrufe zu tätigen, ein Abendessen mit Geschäftspartnern abzusagen und seinen Rückflug nach Zürich zu verschieben. Manche Dinge waren wichtiger als Geschäfte. Die Schule hat sich geleert, nur noch wenige Autos standen auf dem Parkplatz. Roger lehnt an der Wand und überprüft seine Uhr. Um 18:15 Uhr öffnet sich die Haupttüre und Herr Müller schlurft heraus. Er hat seine Arbeitsuniform gegen ein sauberes Hemd und Khaki-Hose getauscht, die etwas locker an seinem dünnen Körper hingen. Entschuldigung, dass ich Sie warten ließ, sagte Herr Müller. Direktor Mehr wollte noch plaudern, als er mich so herausgeputzt sah. Kein Problem, erwiderte Roger. Mein Auto steht dort drüben. Herrn Müllers Augen weiten sich beim Anblick zu luxuriösen SUVs. Fahren wir damit? Das Schickste, in dem ich je saß, war der Volvo meines Neffen bei seiner Hochzeit. Roger öffnete die Beifahrertür. Steigen Sie ein. Während sie durch Basel fuhren, zeigte Herr Müller Veränderungen in der Stadt. Neue Gebäude, wo früher Felder waren, alte Läden, die geschlossen hatten, das Kino, wo er früher mit seiner Frau bei den Abenden war, jetzt ein Kleidergeschäft. Ich dachte, wir könnten im Restaurant St. Jakob essen, sagte Roger. Gibt's es noch? Herrn Müllers Gesicht hält sich auf. Ja, das gibt's noch seit den 60er Jahren. Du kennst den Laden, beste Schokoladenmilchshacks der Stadt, sagte Roger mit einem Lächeln. Mein Vater hat mich nach Matches immer dorthin mitgenommen. Das Restaurant St. Jakob sah genauso aus, wie er es in Erinnerung hat. Rote Vinylbänke, schwarz-weiß karierter Boden und Fotos lokaler Sportteams an den Wänden. Tatsächlich hing ein verblaschtes Bild von Rogers Schulteam neben der Kasse. Eine mittelalte Kellnerin nähert sich ihrem Tisch. »Was darf ich für Sie?« Sie hielt mitten im Satz inne und starrte Roger an. »Oh mein Gott, sind Sie?« Roger nickt höflich. »Ja, Frau.« »Können wir 2 Menüs haben, bitte?« Die Kellnerin eilte davon, flüsterte ihren Kollegen zu und bald warf jeder im Restaurant verstohlene Blicke auf ihren Tisch. »Tut mir leid«, sagte Roger zu Herrn Müller. »Es passiert manchmal«, Herr Müller lachte. »Muss seltsam sein, überall erkannt zu werden, man gewöhnt sich daran«, antwortete Roger. »Aber genug von mir, ich will von Ihnen hören.
All die Jahre an der Kantonsschule, das ist Hingabe, der Altmann zuckte mit der Schulter. Es ist nur ein Job. Jemand muss den Laden sauber halten, aber warum arbeitet sie mit 80 noch? Die meisten gehen viel früher in Rente, Herrn Müllers Lächeln verblasste Licht. Nun, Rente ist wohl für Leute, die sich leisten können. Bevor Roger mehr fragen konnte, kam die Kellnerin mit den Menüs und einem Tennisball für Roger zum Signieren zurück. Nachdem sie ihr Essen bestellt haben, Cheeseburger und das berühmte Schokoladenmilchshacks, lenkte Roger das Gespräch zurück. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie, Herr Müller, die Augen des alten Mannes leuchteten auf. Meine Frau Anna, wir sind nächsten Monat 58 Jahre verheiratet. 2 Kinder, Lukas und Katrin, beide leben jetzt im Westen der Schweiz, 4 Enkel und 2 Urenkel, die ich noch nicht getroffen habe, das ist wunderbar, sagte Roger. Anna, ich erinnere mich, wie sie ihnen manchmal Mittagessen brachte, tut sie immer noch einmal die Woche Dienstags, macht mir ein Schinkenbrot ohne Rinde, lachte Herr Müller. Behandelt mich, als wäre ich noch 40. Ihr Essen kam, und während sie aßen, stellte Roger mehr Fragen. Er erfuhr, dass Herr Müller 1977 an der Kantonsschule angefangen hat, nur wenige Jahre bevor Roger Schüler wurde. Davor hat er in der Armee gedient und dann in einer Fabrik gearbeitet, das Schloss. Hätte nie gedacht, dass ich Schulhausmeister werde, gab Herr Müller zu, aber es war der beste Job, den ich je hatte. Warum das? Fragte Roger. Die Kinder, sagte Herr Müller schlicht. Zuzusehen, wie sie aufwachsen, ein kleiner Teil ihres Lebens zu sein, er nahm einen Bissen von seinem Burger. Wie dich haben gesehen, wie du vom schlagsigen Jungen zum Star des Teams wurdest, ich war nicht immer ein Star, erinnerte Roger ihn. Ich musste hart kämpfen, ich erinnere mich an den Tag, nickt Herr Müller. Fand ich allein in der Halle, nachdem alle weg waren. Roger stellte seine Milchschecke ab. Wissen Sie noch, was Sie an dem Tag zu mir gesagt haben? Herr Müller dachte einen Moment nach. Kann mich nicht genau erinnern, Sie sagte. Manchmal sind die besten Spieler die um ihren Platz kämpfen müssen, da gaben sie mir die Schlüssel zur Halle und sagten, ich könnte so lange üben, wie ich wollte, solange ich abschloss, wenn ich fertig war. Herrn Müllers Augen falten sich zu einem Lächeln. Sieh mal an, ich habe dem grössten Tennisspieler aller Zeiten einen Rat gegeben. Das hat mir viel bedeutet, sagte Roger ernst. Sie haben mir mit den Schlüsseln vertraut, haben mir das Gefühl gegeben, dass ich etwas wert bin, selbst nachdem ich nicht ins Team kam. Du warst immer etwas wert, erwiderte Herr Müller. Das gilt für jedes Kind, egal ob es berühmt wird oder nicht. Sie beendete ihre Mahlzeit und tauschte weitere Erinnerungen aus. Herr Müller erzählte Geschichten von anderen Schülern, die er über die Jahre geholfen hat, den schwierigen Jungen, den er betreut hat und der jetzt Polizist ist, das Mädchen, das von zu Hause weggelaufen war, das er schlafend in der Sporthalle fand und das er mit seiner Familie wieder vereinte. Als die Rechnung kam, bestand Roger darauf zu zahlen. »Lassen Sie mich Sie nach Hause fahren«, sagte er, als sie das Restaurant verließen. Mehrere Leute haben sich für Autogramme genährt, aber Roger hat höflich erklärt, dass er Zeit mit einem alten Freund verbrachte. Herr Müller gab Anweisungen zu einem Viertel am Stadtrand von Basel. Die Häuser wurden kleiner und heruntergekommener, je weiter sie fuhren. Schliesslich hielten sie vor einem bescheidenen, einstöckigen Haus mit abblätternder Farbe und einer kleinen Veranda. »Das ist unser Zuhause«, sagte Herr Müller. Nicht viel anzusehen, aber es ist unser Heim. Roger bemerkte das durchhängende Dach, der rissige Gehweg, das Geländer, das aussah, als würde es nachgeben, wenn man sich zu fest darauf stützte.
Möchten Sie reinkommen? Fragte Herr Müller. Anna würde sich freuen, Sie zu sehen. Das wäre mir eine Ehre, antwortete Roger. Als sie zur Tür gingen, bewegt sich Herr Müller langsam und hielt sich am wackeligen Geländer fest. Roger widerstand dem Drang, ihm zu helfen, spürte den Stolz des Mannes. Anna rief Herr Müller, als sie eintraten, du wirst nie raten, wenn ich zum Besuch mitgebracht habe. Aus dem Inneren des Hauses kam das Geräusch von Rädern, die über Holzboden rollten. Ein Moment später erschien eine ältere Frau im Rollstuhl. Ihr silbernes Haar war ordentlich frisiert, und trotz ihres brechlichen Aussehens waren ihre Augen hell und wach. »Jakob Müller, was hast du jetzt wieder angestellt?« begann sie, da köcht sie, als sie Roger sah. »O du meine Güte, ist das?« »Ja, Liebling«, sagte Herr Müller stolz. Roger Federer höchstpersönlich. Er hat heute die Schule besucht und sich an deine Alten erinnert. Anna Müllers Hand flattert zu ihrem Herzen. Roger Federer in unserem Wohnzimmer. Das hätte ich nie gedacht. Roger bückt sich hinunter, um ihre Hand zu schütteln. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Frau Müller. Irma war sehr wichtig für mich, als ich in der Schule war. Als er sich aufrichtete, sah Roger sich im kleinen Wohnzimmer um. Die Möbel waren alt, aber sauber, gerahmte Familienfotos bedeckten die Wände und dort auf einem Beistelltisch lag ein Sammelalbum mit einem vertrauten roten Einband. Ist das? Roger deutet auf das Buch. Herr Müller nahm es auf, leicht verlegen. Nur ein paar Zeitungsausschnitte, die ich über die Jahre gesammelt habe, über dich und einige andere Kinder aus der Schule, die es weit gebracht haben, eröffnet das Album und zeigt sorgfältig aufbewahrte Artikel über Rogers Karriere von Schulspielen bis zu seinem letzten Grand Slam-Titel. Roger schluckte schwer. All diese Jahre hat Herr Müller seinen Erfolg verfolgt, stolz darauf, als wäre Roger sein eigener Sohn. Und hier war der Mann mit 80 immer noch bodenwischend in einem Haus, das auseinanderfiel mit einer Frau im Rollstuhl. In dem Moment, als er im bescheidenen Wohnzimmer des Mannes stand, der still dazu beigetragen hat, seine Zukunft zu formen, traf Roger Federer eine weitere Entscheidung, eine noch entschlossenere als die letzte. »Möchten Sie einen Kaffee, Herr Federer?« fragt Anna Müller schon auf dem Weg zur Küche. »Nennen Sie mich bitte Roger und Kaffee wäre toll, danke«, antwortete er und ließ sich auf das abgenutzte Sofa sinken. Herr Müller setzt sich mit einem kleinen Ächzen in seinen Sessel. Die alten Gelenke sind nicht mehr das, was sie mal waren. Roger sah sich im kleinen Wohnzimmer um. Trotz schäbigen Zustands war alles makellos sauber und mit Sorgfalt arrangiert. Gerahmte Fotos füllten jede Oberfläche, Kinder in Abschlussroben, ein junges Paar am Hochzeitstag, Babys in Weihnachtskleider. Ihre Familie fragte Roger und nickt zu den Fotos. Unser ganzer Stolz, bestätigte Herr Müller. Jakob Junior lebt jetzt in Genf, arbeitet für eine IT-Firma. Katrin ist in Bern mit ihrem Mann und den Kindern. Sie besuchen nicht oft, Roger fragte vorsichtig, kommen Sie selten, ein Hauch von Traurigkeit huscht über Herrn Müllers Gesicht. Sie versuchen es. Flugtickets sind nicht billig und sie haben ihre eigene Familie zu versorgen. Anna kam mit einer Tablette Kaffeetasse zurück, lenkte ihren Rollstuhl geschickt durch die schmale Tür. »Entschuldigen Sie die Tasse«, sagt sie, »Sie sind nichts Besonderes«, Roger nahm die dampfende Tasse entgegen. »Sind perfekt, Frau Müller, oh, bitte, es ist Anna«, bestand sie. Frau Müller lasst mich wie meine Schwiegermutter klingen, sie lachte und Roger spürte, wie die Spannung nachließ.
Er nippt an seinem Kaffee und überlegte, wie er die Fragen stellen konnte, die ihm auf der Seele brannten, ohne unhöflich zu wirken. Anna ersparte ihm die Mühe. Ich nehme an, Sie fragen sich, warum Jakob in seinem Alter noch arbeitet, sagt sie direkt. Roger nickt. Ich war überrascht, ihn noch dabei zu sehen. Wir haben nicht viel Wahl, sagt sie schlicht. Die Schulrente reicht heutzutage nicht zum Leben, und mit meinen Arztkosten, sie deutet auf ihren Rollstuhl. Was ist passiert? Fragte Roger sanft. Schlaganfall vor 3 Jahren, erklärte Anna. Heute bin ich verloren. Wir mussten das Esszimmer in ein Schlafzimmer umbauen, weil ich die Treppe nicht mehr schaffe. Herr Müller griff nach der Hand seiner Frau. Wir kommen schon zurecht, gibt's keine Hilfe? Fragte Roger. Staatliche Programme oder so? Die Müllers tauschten Blicke. Wir kommen durch, sagte Herr Müller fest. Wir nehmen keine Almosen. Roger erkannte den Stolz in der Stimme des alten Mannes, denselben Stolz, der ihn alt Jahre arbeiten ließ, statt um Hilfe zu bitten. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Zeit an der Kantonsschule, sagte Roger und wechselte das Thema. Sie müssen viele Schüler kommen und gesehen haben, Herrn Müllers Gesicht hält sich auf. Er begann, Geschichten aus seinen Jahrzehnten an der Schule zu teilen, die wechselnde Mode und Musik, die verschiedenen Direktoren, unter denen er gearbeitet hat, den Wandel von Schreibmaschinen zu Computer. Erinnerst du dich, wie Trainer Schmidt die Maturanten erwischte, einen Zeug ins Büro des Direktors bringen wollte? Fragte Herr Müller und lachte. Roger lachte mit. Ja, sie konnten sie nicht wieder die Treppe runterbringen, mussten die Feuerwehr rufen. Die arme Ziege hat wie verrückt geblökt, fügte Herr Müller hinzu. Anna lächelte über ihren Austausch. Jakob hat's immer geliebt, mit den Schülern zu arbeiten. Kommt jeden Tag mit neuen Geschichten nach Hause. Die Kinder halten mich jung, stimmte Herr Müller zu, auch wenn sie den alten Hausmeister nicht immer bemerken. Ich habe sie bemerkt, sagte Roger leise. Herr Müller mustert ihn einen Moment. Ja, das hast du. Mehr als die meisten. Roger stellte seine Tasse ab. Wissen Sie, ich hab's nie jemandem erzählt, aber nachdem ich als Jugendlicher nicht ins Hauptteam kam, wollte ich mit Tennis aufhören. Beide Müllers wirkten überrascht. Wirklich? Fragte Anna. Aber Sie waren so talentiert, ich fühlte mich damals nicht talentiert, gab Roger zu. Ich fühlte mich wie ein Versager. Hat meine Spind leergeräumt und wollte meiner Mutter sagen, dass ich fertig bin. Was hat Ihre Meinung geändert? Fragte Herr Müller. Roger sah ihm direkt in die Augen. Sie haben's getan, Herr Müller wirkt verwirrt. Was habe ich getan? Ich saß nach dem Training allein im Umkleideraum und versuchte nicht zu weinen. Sie kam rein, um sauber zu machen, wusste aber nicht, dass ich da war. Ich hörte sie im Flur mit Trainer Schmidt reden. Herrn Müllers Stirn runzelt sich, als er versucht, sich zu erinnern. Sie sagte ihm, er habe einen Fehler gemacht, mich nicht aufzunehmen, fuhr Roger fort. Sie sagte, sie hätte mich übersehen, wenn niemand da war und dass ich etwas Besonderes hätte. Sie sagte ihm, dass er eines Tages bereuen würde, mir keine Chance geben zu haben. Habe ich das gesagt? Fragte Herr Müller, ehrlich überrascht. Roger nickt. Ich hab's nie vergessen. Nachdem ich das gehört hat, beschloss ich, nicht aufzugeben. Ich würde härter arbeiten als je zuvor und ihnen Recht geben. Anna wischt sich eine Träne aus dem Auge. Jakob hat mir die Geschichte nie erzählt, ich erinnere mich nicht einmal, das gesagt zu haben, gab Herr Müller zu. Es muss mir damals einfach wahr erschienen sein, es hat alles für mich verändert, sagte Roger ernst.
Zu wissen, dass jemand, selbst nur der Schulhausmeister, an mich glaubte, als es sich anfühlte, als würde es niemand tun. Ein Moment lang wurde es still im Raum, 3 Menschen, die darüber nachdachten, wie kleine Momente den Lauf eines Lebens verändern können. Sie haben mir nicht nur das einmal geholfen, fuhr Roger fort. Sie haben mir jeden Morgen um 5:30 die Halle aufgeschlossen. Sie sind spät geblieben, damit ich weiter üben konnte. Sie haben sogar den Tennisplatz hinter unserem Haus repariert, als das Netz gerissen war, erinnert sie sich, Herrn Müllers Augen leuchteten auf. Stimmt, der Vater und ich haben ein neues aufgesogen mit wetterfestem Material, damit der Regen übersteht. Es steht immer noch, sagte Roger. Mein Bruder meinte, die neuen Besitzer haben es behalten. Anna griff nach dem Sammelalbum und öffnete es. Jakob hat deine ganze Karriere verfolgt, jeden Artikel ausgeschnitten, die Seiten waren gefüllt mit sorgfältig aufbewahrten Zeitungsausschnitten, Berichte von Schulmatches, Highlights aus der Junioren-Z, seine ersten Profiturniere, Grand Slam-Siege, sogar Werbeanzeigen, in denen Roger auftrat. Ich wusste immer, dass du etwas Grosses erreichen würdest, sagte Herr Müller leise. Du hattest den Blick in den Augen, den Hunger, nicht jeder hat's gesehen, erinnerte Roger ihn. Nun, manche Leute brauchen eine Brille, scherzte Herr Müller. Sie lachte wieder und Roger spürt eine Wärme in seiner Brust, die nichts mit dem Kaffee zu tun hat. Hier in dem kleinen, heruntergekommenen Haus war jemand, der an ihn geglaubt hat, bevor die Welt seinen Namen kannte, jemand, der seine Zukunft mitgestaltet hat, ohne je etwas dafür zu verlangen. Als der Abend fortschritt, tauschten sie weitere Geschichten aus. Herr Müller erzählte von anderen Schülern, die er über die Jahre geholfen hat, dem Mädchen, das ihr Wissenschaftsprojekt vergessen hat und das er früh hineinließ, um es fertigzustellen, dem Jungen, der sich keinen Anzug für den Abschlussball leisten konnte und dem Herr Müller seine eigene gab. »Warum haben Sie das alles getan?« fragte Roger. Es war nicht ihr Job, uns Kindern zu helfen, Herr Müller dachte einen Moment nach. Vielleicht nicht, aber mir scheint, dass jeder jemanden in seiner Ecke braucht, besonders junge Leute, die ihren Weg finden wollen, er zuckte mit den Schultern. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Als Roger auf seine Uhr schaute, war es fast Mitternacht. Ich sollte sie beide schlafen lassen, sagte er und stand auf. Bleiben Sie lang in der Stadt? fragte Anna. Ich sollte morgen abreisen, antwortete Roger, aber ich denke, ich bleibe ein paar Tage länger. An der Tür schüttelte Roger Herrn Müllers Hand. Danke für alles, nicht nur heute Abend, sondern damals. Ich schulde Ihnen mehr, als Sie ahnen, du schuldest mir gar nichts, beharrte Herr Müller. Ich freue mich einfach zu sehen, wie gut es dir geht. Als Roger zu seinem Auto ging, zog er sein Handy heraus und machte sich schnell Notizen über Dinge, die ihm im Haus aufgefallen waren, der Riss in der Decke, die unebenen Böden, der Badezimmereingang, der zu schmal für Annas Rollstuhl war, die medizinischen Vorräte, die in der Ecke gestapelt waren. Auf der Rückfahrt zu seinem Hotel konnte Roger nicht aufhören, an die Müllers zu denken. Wie viele andere Schüler hat Herr Müller in seinen 47 Jahren an der Kantonsschule geholfen? Wie viele junge Leben hat er mit seiner stillen Freundlichkeit geprägt? Und jetzt, mit 80 Jahren, wischte er immer noch Böden, während seine Frau mit Gesundheitsproblemen kämpfte in einem Haus, das um sie herum zerfiel. Das schien nicht richtig. Das schien nicht fair. Als Roger sein Hotelzimmer erreichte, war die Entscheidung, die er zuvor getroffen hat, zu einem Plan gewordenen Plan, der Ressourcen, Diskretion und perfektes Timing erfordern würde. Er setzte sich auf die Bettkante und begann, Anrufe zu tätigen.
Am nächsten Morgen rief Roger Herrn Müller in der Schule an. »Guten Morgen, Kantonsschule Basel-Stadt«, antwortet eine junge Stimme. »Ich möchte mit Jakob Müller sprechen, bitte«, sagte Roger. »Der Hausmeister?« Warten Sie, mehrere Minuten vergingen, bevor Herr Müller ans Telefon kam. »Hallo, Herr Müller, hier ist Roger Federer.« »Roger, was für eine Überraschung!« »Anna und ich haben heute Morgen über deinen Besuch gesprochen, hat uns beide wieder jung fühlen lassen.« Roger lächelt. »Ich wollte fragen, ob ich Sie heute nach der Arbeit nach Hause fahren darf. Ich würde gerne ein paar Fotos von Ihrem Sammelalbum machen, wenn das in Ordnung ist.« »Na klar«, klang Herr Müller überrascht, aber erfreut. »Ich habe um 18 Uhr Feierabend, ich werde da sein«, versprach Roger. Nach dem Auflegen verbrachte Roger den Tag mit weiteren Anrufen an seinen Geschäftsführer, seinen Anwalt, einen Bauunternehmer in Basel, den er online gefunden hat, und einen alten Freund aus seiner Tennisakademie, der jetzt im Gesundheitswesen arbeitet. Um 17:45 Uhr parkte Roger vor der Kantonsschule und wartet. Die Nachmittagssonne warf lange Schatten über den Parkplatz. Schüler strömten aus dem Gebäude, Rucksäcke über den Schultern, lachend und einander zurufend. Herr Müller erschien um 18:05 Uhr, sichtlich müde nach einem langen Arbeitstag. »Hoffe, ich kann dich nicht warten lassen«, sagte er, als er vorsichtig in den SUV stieg. »Überhaupt nicht«, erwiderte Roger. »Wie war Ihr Tag?« »Wie immer verschüttet, Sachen aufwischen, Papier aufsammeln, wieder ein überlaufendes Klo im Naturwissenschaftsflügel.« Roger verzog das Gesicht. »Mit 80 sollten Sie sich nicht mit überlaufenden Toiletten herumschlagen«, Herr Müller zuckte mit den Schultern. »Das gehört zum Job.« Während sie fuhren, stellte Roger beiläufig Fragen über das Haus der Müllers, wie lange sie dort lebten, ob sie je daran gedacht hätten, umzuziehen, welche Reparaturen am dringendsten waren. 35 Jahre sind wir da, sagte Herr Müller. Haben sie gekauft, als die Preise niedrig waren. Könnten uns heute nichts Ähnliches leisten, das ist sicher, und Reparaturen, hakte Roger nach. Oh, immer etwas, das Dach leckt, wenn's stark regnet, die Rohre sind alt. Seit Annas Schlaganfall wollten wir die Badezimmertür für ihren Rollstuhl verbreitern, aber er brach ab. »Aber was?« fragte Roger. »Geld ist knapp«, gab Herr Müller zu. Zwischen Annas Medikamenten und den normalen Rechnungen bleibt nicht viel für Reparaturen. Als sie vor dem Haus der Müllers anhielten, bemerkte Roger Details, die ihm am Vorabend im Dunkeln entgangen waren: die durchhängenden Dachrinnen, der rissige Betonweg, die hastig gebaute Holzrampe über der Eingangsstufe, die bereits Zeichen von Verfall zeigt. Anna begrüßte sie an der Tür, ihr Gesicht leuchtete bei Rogers Anblick auf. »Was für eine schöne Überraschung«, rief sie. »Ich dachte, Jakob erfindet Geschichten, als er sagte, du könntest heute wieder kommen.« Roger bückt sich hinunter, um sie sanft zu umarmen. »Ich wollte das Sammelalbum nochmal sehen. Wenn's Ihnen nichts ausmacht, natürlich nicht, ich mache uns einen Eistee.« Drinnen fragte Roger, ob er Fotos vom Haus machen dürfe, um sie seiner Mutter zu zeigen. Die Müllers stimmten zu, wirkten jedoch etwas verlegen. »Es ist nicht viel anzusehen«, sagte Herr Müller. »Es ist ein Zuhause«, erwiderte Roger, das zählt. Während er durch das kleine Haus ging, dokumentierte Roger diskret alles mit seinem Handy, den schmalen Flur, in dem Anna mit ihrem Rollstuhl nicht manövrieren konnte, das Badezimmer, das sie ohne Hilfe nicht nutzen konnte, die Küchenschränke, die sie nicht erreichen konnte, die Hintertreppe, die sie daran hinderte, den kleinen Garten zu geniessen, den sie einst geliebt hat. Und das umgebaute Esszimmer, das jetzt als Schlafzimmer diente. Roger
bemerkte das Krankenhausbett für Anna und eine Einzelmatratze auf dem Boden für Herrn Müller. Jakob passt nicht mit mir ins Krankenhausbett, erklärte Anna, als sie Roger beim Schauen erwischte. Und unser altes Bett war zu hoch, um sicher hineinzukommen, also schläft er auf dem Boden, fragte Roger und versuchte, seinen Schock zu verbergen. Es ist nur vorübergehend, sagte Herr Müller schnell, bis wir etwas anderes finden. Roger schluckt schwer. Der stolze Mann, der seine Zukunft mitgestaltet hat, schlief mit 80 Jahren auf dem Boden. Sie setzt sich ins Wohnzimmer mit dem Sammelalbum und Eistee. Roger machte Fotos von jeder Seite, während die Müllers Geschichte zu einigen Ausschnitten erzählte. »Erinnerst du dich an das Match?« fragte Herr Müller und deutete auf einen vergilbten Zeitungsartikel über ein Juniorenturnier. »Wie könnte ich das vergessen?« grinste Roger. Der Trainer wäre fast durchgedreht, als ich den letzten Punkt spielte, aber du hast es geschafft, sagte Herr Müller stolz. Haben nie daran gezweifelt, während sie sprachen, bemerkte Roger kleine Dinge im Haus, der Thermostat auf 26 Grad, vermutlich um Heizkosten zu sparen, der mindestens 20 Jahre alte Fernseher, der abgenutzte Teppich, an manchen Stellen mit Klebeband geflickt. Als Anna sich entschuldigte, um das Bad zu benutzen, hörte Roger, wie Herr Müller ihr half, mit ermutigenden und liebevollen Worten, als wären sie noch frisch verheiratet. Sie hasst es, Hilfe zu brauchen, erklärte Herr Müller, als er zurückkam. Anna war immer so selbstständig. Wie lang, sagen die Ärzte, wird sie den Rollstuhl brauchen, fragte Roger. Sie meinte, sie könnte wieder laufen mit intensiver Physiotherapie, antwortete Herr Müller. Aber die Versicherung hat nur 10 Sitzungen bezahlt, er zuckte mit den Schultern. Also machen wir zu Hause, was wir können. Roger nickte und fügte eine weitere Notiz zu seiner mentalen Liste hinzu. Nach etwa einer Stunde sah Anna müde aus. Roger bemerkte es und stand auf, um zu gehen. »Ich sollte losgehen«, sagte er. »Danke euch beiden für eure Gastfreundschaft. Sehen wir dich wieder, bevor du abreist?« fragte Anna. Roger lächelte. »Eigentlich habe ich beschlossen, etwas länger in Basel zu bleiben. Ich habe einiges zu erledigen.« An der Tür schüttelte Herr Müller fest seine Hand. Es bedeutet viel, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu besuchen. Die meisten aus deiner Welt schauen nicht zurück, wenn sie es einmal geschafft haben. Du bist wichtig für mich, Herr Müller, sagte Roger schlicht. Mehr als du weißt, zurück in seinem Auto ging Roger die Fotos durch, die er gemacht hat, das Haus, das Sammelalbum, das provisorische Schlafzimmer, die schmalen Türen, die morsche Veranda. Jedes Bild stärkt seinen Entschluss. Er rief seinen Fahrer an. »Ich brauche dich, um mich beim Haus der Müllers abzuholen und mich zu einem Treffen zu bringen«, sagte er. »Und bring meinen Laptop mit, wir haben Arbeit zu erledigen.« 20 Minuten später saß Roger auf dem Rücksitz und zeigte die Fotos einem lokalen Bauunternehmer namens Hans Berger. »Kann man das reparieren?«, fragte Roger. Hans kratzt sich am Bart. »Klar, alles kann repariert werden, aber dieses Haus braucht mehr als ein paar Flickarbeiten. Es braucht eine komplette Renovierung. Wie lange würde es dauern, richtig gemacht, mit Genehmigungen und allem?«, fragte Roger. »Mindestens 2 Monate«, Roger schüttelte den Kopf. »Ich brauche es in einer Woche, maximal 10 Tage«, Hans lachte, da merkte er, dass Roger ernst war. »Das ist unmöglich, es sei denn, was, es sei denn, Geld spielt keine Rolle und Sie haben ein ganzes Team, das rund um die Uhr arbeitet.« Roger sah dem Bauunternehmer direkt in die Augen.
Geld spielt keine Rolle und ich will das beste Team, das sie finden können. Hans' Augen weiten sich. Sie machen's wirklich für den alten Hausmeister, er ist nicht nur ein alter Hausmeister, sagte Roger entschieden. Er ist der Mann, der an mich geglaubt hat, als niemand sonst es tat, Hans nickt verständnisvoll. Ich muss morgen drinnen schauen, ich sorge dafür, dass die Müllers nicht da sind, versprach Roger. Wir haben ein paar Stunden, um alles zu vermessen. Als sie sich die Hände schüttelte, fügte Roger hinzu. Noch etwas, das bleibt absolut geheim. Keine sozialen Medien, keine Presse, nichts, verstanden, Herr Federer. Zurück im Hotel machte Roger weitere Anrufe, lange nach Mitternacht war er noch dabei. Sein Notizbuch füllt sich mit Namen, Nummer und Ideen. Als er sich endlich hinlegte, raschten seine Gedanken mit Möglichkeiten. Der Plan nahm Gestalt an, aber es gab noch so viel zu tun und die Zeit lief. Roger wälzt sich die ganze Nacht hin und her. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er Herrn Müller, wie er mit gebücktem Rücken den Sporthallenboden wischte, Anna, wie sie mit ihrem Rollstuhl durch die schmale Türe kämpfte, das stolze Paar, das in einem Haus lebt, das langsam um sie herum zerfiel. Um 3 Uhr morgens gab er den Schlaf auf. Er saß am Fenster seines Hotelzimmers und blickte auf die stillen Strassen von Basel. Die Stadt hat sich seit seiner Kindheit so sehr verändert, aber manches blieb gleich, gute Menschen, die kämpften, um durchzukommen, Freundlichkeit, die unbemerkt und unbelohnt blieb. Das ist nicht richtig, murmelte er vor sich hin. Er dachte an seine eigene Reise darum, das Vermögen, 20 Grand Slam-Titel. Nichts davon wäre passiert, wenn er nach seinem Rückschlag als Jugendlicher mit Tennis aufgehört hätte. Und er hätte vielleicht aufgegeben, wenn Herr Müller nicht an ihn geglaubt hätte. Wie viele andere Leben hat der alte Hausmeister in seinen 47 Jahren an der Kantonsschule berührt? Wie viele Schüler hat er mit einem freundlichen Wort oder einer kleinen Geste ermutigt? Und jetzt, mit 80, arbeitete er immer noch, gab weiter, während seine eigenen Bedürfnisse unerfüllt blieben. Roger nahm sein Handy und scrollte durch die Fotos vom Haus der Müllers, das durchhängende Dach, die schmalen Türen, die Matratze auf dem Boden. Jedes Bild stärkt seinen Entschluss. Aber es ging nicht nur darum, ein Haus zu reparieren. Die Müllers brauchten mehr als das finanzielle Sicherheit, Gesundheitsversorgung, eine Möglichkeit, ihre verbleibenden Jahre ohne ständigen Kampf zu geniessen. Roger klappt seinen Laptop auf und recherchierte Rentenoptionen für Schulangestellte in der Schweiz. Die Zahlen bestätigten, was er schon vermutete, die Pension reichte kaum zum Überleben, besonders mit zusätzlichen medizinischen Kosten. Als nächstes prüfte er Gesundheitskosten und Versicherungsdeckung. Die Lücken waren erheblich, besonders für jemanden wie Anna, die fortlaufende Therapie und Ausrüstung brauchte. Bis zum Morgengrauen hat Roger Seiten mit Ideen und Möglichkeiten gefüllt. Der Himmel hält sich draussen auf, als sein Telefon klingelt. Es war sein Geschäftsführer aus Zürich. Roger, ich habe Zahlen, die du wolltest, sagt sie. Es ist machbar, aber es wird kreative Finanzplanung erfordern, was immer es braucht, erwiderte Roger ohne Zögern. Du meinst das wirklich ernst, ernster als bei irgendetwas seit langem? Nach dem Anruf duschte und kleidet sich Roger. Trotz der schlaflosen Nacht durchströmte ihn Energie. Das Projekt fühlt sich wichtiger an als jeder Geschäftsdeal oder jede Investition, die er in Jahren gemacht hat. Beim Frühstück im Hotelrestaurant machte er weitere Anrufe an einen Lieferanten für medizinische Geräte, einen Finanzberater, der sich auf Rentenplanung spezialisiert hat, und einen Anwalt, der entrast Erik de Conti.
Um 9:00 summt sein Telefon mit einer Nachricht von Hans, dem Bauunternehmer. Team steht bereit. Wann können wir starten? Roger lächelte, die Dinge liefen schneller, als er zu hoffen gewagt hat. Sein nächster Anruf ging an die Kantonsschule Basel-Stadt. Hier ist Roger Federer, sagte er der überraschten Rezeptionistin. Ich möchte mit Direktor Mehr sprechen. Minuten später kam eine nervös klingende Stimme ans Telefon. Herr Federer, was für eine Ehre. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um Jakob Müller, erklärte Roger. Ich verstehe, er arbeitet seit 47 Jahren an der Kantonsschule. Ja, das stimmt. Herr Müller ist hier eine Institution. Ich möchte etwas Besonderes für ihn arrangieren, aber ich brauche Ihre Hilfe, es geheim zu halten. Direktor Mehr war sofort dabei. Alles für Herrn Müller und natürlich für Sie, Herr Federer. Sie besprachen Details und der Direktor stimmte zu, Herrn Müller eine Woche bezahlten Urlaub zu geben, unter dem Vorwand eines besonderen Wartungsprojekts, das die Schule vorübergehend schliessen würde. Wir kommen eine Woche ohne ihn aus, versicherte Direktor Mehr. Es wird das erste Mal in fast 5 Jahrzehnten sein. Nach dem Auflegen kontaktierte Roger einen Reiseagenten, um Unterkünfte für die Müllers während der Renovierung zu organisieren, etwas Bequemes, Zugängliches für Annas Rollstuhl, aber nicht so luxuriös, dass es sie unwohl fühlen würde. Bis Mittag war Roger seit 30 Stunden wach, aber er spürte keine Müdigkeit. Diese Mission belebt ihn, wie er es seit seinen Spieltagen nicht mehr gefühlt hat. Er fuhr zu einem kleinen Café zum Mittagessen und wählte eine Ecke, wo er nicht leicht erkannt würde. Während er sein Sandwich aß, beobachtete er die Menschen um sich herum, die Kellnerin mit müden Augen, die trotzdem jeden Gast anlächelte, das alte Paar, das sich eine Portion Kuchen teilte und nach all den Jahren noch Händchen hielt, die junge Mutter, die versucht, 3 kleine Kinder zu bändigen, während sie selbst aß. Alltägliche Menschen, die ihr Bestes gaben, genau wie Herr Müller. Roger dachte an all die Menschen, die hinter den Kulissen zu seinem Erfolg beigetragen haben, Trainer, Lehrer, Betreuer, sogar Teamärzte und Ausrüstungsmanager. Menschen, deren Namen nicht auf Trophäen standen, aber die Siege möglich gemacht hatten. Herr Müller war Teil des unsichtbaren Unterstützungssystems, die Art von Person, die die Welt besser macht, ohne Anerkennung oder Ruhm zu suchen. Als Roger seine Rechnung bezahlte, Roger hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Das Projekt würde nicht nur darum gehen, einem älteren Paar zu helfen, es würde darum gehen, all die Herren Müllers der Welt anzuerkennen, die unbesiegenen Helden, die durch kleine Freundlichkeiten und unerschütterliche Glauben an andere Leben verändern. Zurück im Hotel gönnt sich Roger endlich ein kurzes Nickerchen. Er träumte von Tennisplätzen und Putzheimern, von Grand Slam-Trophäen und Hausmeisterschlüsseln. Im Traum reichte ihm Herr Müller einen Schlüssel, der irgendwie seine Zukunft öffnet. Er wachte mit einem erneuten Sinn für Zielstrebigkeit und einer klaren Vision dessen auf, was getan werden musste. Das Projekt war in seinem Kopf grösser geworden, bedeutungsvoller, wirkungsvoller. Roger griff nach seinem Telefon und wählte eine Nummer. Als der Anruf durchging, sprach er ohne Umschweifen: Stan, hier ist Roger. Ich brauche deine Hilfe bei etwas Wichtigem, ich bin dabei, sagt Stan Wawrinka ohne Zögern. Nachdem Roger die Situation erklärt hatte, sag mir einfach wann und wo, das liebe ich an dir, Stan, keine Frage, sagte Roger. Ich muss keine Fragen stellen. Wenn's dir wichtig ist und darum geht, jemandem zu helfen, der dir geholfen hat, bin ich dabei. Punkt. Roger spürt eine Welle der Dankbarkeit für seine ehemaligen Teamkollegen und Freunde.
Sie haben zusammen Davis Cups und Olympiamedaillen gewonnen, sich auf dem Platz wie mit einem Geist verstanden. Jetzt, Jahre später, war die Verbindung so stark wie eh und je. Ich schicke die Details, sagte Roger. Und dann kein Wort zu irgendwem, keine sozialen Medien, keine Presse, nichts, du kennst mich besser, Roger. Nach dem Auflegen machte Roger einen weiteren Anruf, diesmal an seinen Freund Lukas, der im Gesundheitswesen tätig war. Lukas hat vor Jahren geholfen, die Pflege für Rogers Familie zu organisieren. Ich brauche das beste rollstuhlgerechte Badezimmer, das möglich ist, erklärte Roger, und Empfehlungen für Physiotherapiegeräte, die jemandem nach einem Schlaganfall helfen könnten. Ich kenne genau die richtigen Leute, versprach Lukas. Ich schicke dir bis morgen früh Pläne und Gerätelisten, die Anrufe gingen den ganzen Nachmittag weiter. Roger kontaktierte ehemalige Teamkollegen, Geschäftskontakte und alte Freunde aus seinen Basler Tagen. Jedes Gespräch endete gleich mit einem Hilfsversprechen und der Zusage, das Projekt vertraulich zu halten. Bis zum Abend hat Roger ein beeindruckendes Team zusammengestellt, Bauunternehmer, Designer, Gesundheitsspezialisten, Finanzberater, sogar ein paar ehemalige Tennisprofis, die handwerklich geschickt waren oder Erfahrung im Bauen hatten. Er rief Hans, den Bauunternehmer, an, um ein Treffen zu vereinbaren. Ich habe einen Raum im Marriott-Konferenzraum in der Innenstadt reserviert, sagte Roger ihm 20:00 Uhr heute Abend. Bring deine besten Leute und alle Pläne mit, die du schon hast, wir werden da sein, versprach Hans. Und Herr Federer, das wird etwas Besonderes. Um 19:30 Uhr kam Roger im Hotelkonferenzraum an. Er hat Sandwiches, Getränke und reichlich Kaffee organisiert. Er stellte seinen Laptop auf und verband ihn mit dem Projektor, lud die Fotos vom Haus der Müllers hoch. Die Leute trudelten ein paar Minuten später in Hans mit seinem Team von Bauunternehmern, Lukas mit 2 Gesundheitsspezialisten, Rogers Finanzberater und Anwalt per Videoanruf aus Zürich, ein lokaler Innenarchitekt, der an Projekten für andere Athleten gearbeitet hat und die Kreation verstand. Um 20 Uhr war der Raum voll. Einige erkannten sich gegenseitig und plauderten leise, andere standen unsicher da, nicht wissend, warum sie von der Tennislegende hergerufen worden waren. Roger räuspert sich und der Raum wurde still. Danke, dass ihr alle so kurzfristig gekommen seid, begann er, und danke, dass ihr zugestimmt habt, das Treffen vertraulich zu halten. Was wir besprechen, bleibt in dem Raum. Er klickt auf das erste Foto. Herr Müller, wie den Sporthallenboden an der Kantonsschule wischt. Das ist Jakob Müller. Er ist 80 Jahre alt und seit 47 Jahren Hausmeister an meiner alten Schule. Er arbeitet immer noch Vollzeit, weil er sich den Ruhestand nicht leisten kann. Roger klickte durch weitere Fotos das Haus der Müllers, Anna in ihrem Rollstuhl, das provisorische Schlafzimmer. Seine Frau Anna hat vor 3 Jahren einen Schlaganfall. Ihr Haus ist nicht rollstuhlgerecht. Er schläft auf einer Matratze auf dem Boden, damit sie das Krankenhausbett nutzen kann. Rogers Stimme wurde fest. Der Mann hat mein Leben als Teenager verändert. Er hat an mich geglaubt, als andere es nicht taten. Jetzt bin ich dran, ihm zu helfen. Der Raum war völlig still, als Roger seinen Plan skizzierte. Wir haben eine Woche, maximal 10 Tage, um ihr Haus komplett zu renovieren und sie für den Rest ihres Lebens abzusichern. Es muss schnell gehen, es muss perfekt sein und es muss eine totale Überraschung bleiben. Hans hob die Hand.
Eine komplette Renovierung dauert normalerweise Monate, selbst mit einem vollen Team zu normalen Arbeitszeiten. Das werden keine normalen Arbeitszeiten, erwiderte Roger. Ich brauche rund um die Uhr Arbeit, 3 Schichten, was immer nötig ist. Budget ist kein Thema, aber Zeit ist es, er wandt sich an seinen Finanzberater auf dem Bildschirm. Thomas, erklär uns das Finanzpaket. Thomas erläuterte den Trust, der Roger für die Müllers einrichtete, er würde ihre Hypothek abbezahlen, ihre medizinischen Kosten decken und ein monatliches Einkommen bieten, das Herrn Müller erlauben würde, sofort in Rente zu gehen. Als nächstes präsentierten Lukas und sein Gesundheitsteam Pläne, das Haus vollständig zugänglich für Anna zu machen, breitere Türen, eine befahrbare Dusche, Rampen und Haltegriffe, sogar ein Physiotherapiebereich im ehemaligen Gästezimmer. Hans' Team teilte die erste Renovierungspläne, die schnell weiterentwickelt wurden, als andere im Raum Vorschläge machten. Das Dach muss komplett ersetzt werden, bemerkt ein Bauunternehmer. Wir sollten das elektrische System gleich mit modernisieren, fügt ein anderer hinzu. Was ist mit dem Garten? Fragte der Innenarchitekt. Anna liebt es früher zu gärtnern, bevor sie den Schlaganfall hat. Können wir erhöhte Beete bauen, die sie vom Rollstuhl aus erreichen kann? Ideen flossen frei, während die Gruppe sich fürs Projekt erwärmte. Roger beobachtete zufrieden, wie sein Team Gestalt annahm, jede Person ihre einzigartigen Fähigkeiten und Perspektiven einbrachte. Wie sieht unser Zeitplan aus? Fragte Hans schließlich. Roger klickt auf eine neue Folie mit einem Tagesplan. Morgen lade ich die Müllers zu einem besonderen einwöchigen Tenniscamp-Treffen am See. Das ist unser Fenster, um die Hauptarbeiten abzuschliessen. Sie ziehen am Freitag ins Seehaus. Alle hier sollten bereit sein, mit der Arbeit zu beginnen, sobald sie weg sind, erteilte Teamleiter für verschiedene Bereiche Bau, Gesundheitsversorgung, Innenarchitektur, Landschaftsgestaltung und finanzielle Arrangements. Frage, fragte Roger, als er fertig war. Ein junger Bauunternehmer hinten hob die Hand. Herr Federer, ich möchte nur sagen, mein Großvater war 30 Jahre lang Schulhausmeister. Niemand hat je so etwas für ihn getan. Was sie tun, das zählt, der Raum murmelte zustimmend, einige haben Tränen in den Augen. Roger nickt, seine Kehle eng vor Emotion. Es zählt. Menschen wie Herr Müller zählen. Sie verändern jeden Tag Leben, ohne Anerkennung oder Belohnung. Es ist Zeit, dass jemand ihr Leben verändert. Als das Treffen in kleinere Gruppen zerfiel, die spezifische Details besprachen, trat Roger zurück und beobachtet. Die Energie im Raum war elektrisierend dieselbe Energie, die er auf dem Platz bei grossen Matches gespürt hat, die Energie von Menschen, die für etwas Grösseres als sie selbst zusammenkamen. Sein Telefon summte mit einer Nachricht von Stan. Flug landet morgen um 12. Ich bringe 2 weitere Jungs vom alten Team mit, sie wollen auch helfen. Roger lächelte, sein Team wurde mit jeder Minute stärker. Ein Klopfen auf seine Schulter unterbrach seine Gedanken. Es war Hans mit einem Satz Blaupause. Wir schaffen das, Herr Federer, sagte er entschieden. Für Herrn Müller und für jeden unbesiegenen Helden da draussen, der mehr verdient hat, als er bekam, Roger nickt. In 10 Tagen wird das Leben der Müllers völlig anders sein. Was er nicht sagte, was er selbst erst zu begreifen begann, war, dass sich auch sein eigenes Leben verändert. Am nächsten Morgen rief Roger Herrn Müller in der Schule an. Herr Müller, hier ist Roger Federer wieder. Roger, du bist noch in der Stadt, bin ich, und ich habe eine Überraschung für dich und Anna.
Ich lade heute Abend zu einem kleinen Wiedersehensessen mit ein paar alten Teamkollegen und Trainern von der Kantonsschule ein. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr beide dabei wärt. Es gab eine Pause in der Leitung. Das ist wirklich nett von dir, aber Anna wird schnell müde und ausgehen ist mit ihrem Rollstuhl schwierig. Ich habe einen Autodienst mit Rollstuhlzugang organisiert, sagte Roger schnell, und das Restaurant ist vollständig zugänglich, dafür habe ich gesorgt. Nach kurzem Zögern stimmte Herr Müller zu. Anna wird begeistert sein. Wann sollen wir bereit sein? Der Wagen holt euch um 18 Uhr ab. Und Herr Müller, es ist ganz zwanglos, nichts Schickes. Nach dem Auflegen rief Roger im Restaurant an, einem gehobenen Fischlokal am Rhein mit privatem Speiseraum. Er bestätigt alle Arrangements und stellte sicher, dass der Raum rollstuhlgerecht war. Roger stellt sicher, dass das Menü etwaige Ernährungsbedürfnisse der Müllers berücksichtigt. Als nächstes schrieb er Stan, der gerade am Flughafen gelandet war, Abendessen um 19 Uhr. Bring Mark und Severin mit. Keine auffälligen Klamotten, denk dran, wir wollen sie nicht überfordern, der Tag verging schnell, während Roger Details fürs Abendessen und das Renovierungsprojekt finalisierte. Hans und sein Team bestellten bereits Materialien und organisierten Arbeiter. Die Gesundheitsspezialisten arrangierten die Lieferung von Geräten, die Annas Leben erleichtern würden. Das Finanzteam richtete den Trust ein, der Zukunft der Müllers sichern sollte. Um 18:45 Uhr kam Roger im Restaurant an. Der private Raum war bereit, mit einem runden Tisch für 8 Personen, damit alle sich leicht sehen und unterhalten konnten. Stan traf wenige Minuten später mit Mark Rosset und Severin Lüthi es 3 von Rogers langjährigen Weggefährten aus seiner Tenniskarriere, alle schlicht gekleidet in Poloshirts und Hosen, wie Rogers gewünscht hat. Danke, dass ihr gekommen seid, Jungs, sagte Roger, während sie sich mit Händeschütteln und Umarmungen begrüßten. Es bedeutet mir viel, du hast gesagt, der Hausmeister war wichtig für dich, erwidert Stan. Das reicht uns, Mark nickte zustimmend. Außerdem ist es mal erfrischend, Teil von etwas zu sein, das nicht um uns geht. Um genau 19 Uhr führte der Restaurantmanager die Müllers in den privaten Raum. Herr Müller trug ein sauberes Hemd und seine besten Hosen, Anna saß im Rollstuhl in einem geblümten Kleid, ihr silbernes Haar ordentlich gestylt. Roger rief Anna, als sie ihn sah, da weiteten sich ihre Augen, als sie die anderen Männer erkannte. Oh mein Gott, Jakob, weißt du, wer die Leute sind? Herr Müller starrte ungläubig auf die Tennislegende. Sicher weiss ich, das han jedes Match von ihnen gesehen. Roger trat vor, um sie zu begrüßen. Herr und Frau Müller, ich möchte euch ein paar Freunde vorstellen, Stan Wawrinka, Mark Rosset und Severin Lüthi. Jeder schüttelte Herrn Müllers Hand und bückt sich hinunter, um Anna herzlich zu begrüßen. Jakob hat jedes Match von euch auf alten VHS-Bändern, erzählte Anna ihnen. Hat sie kaputt gespielt, so oft hat er sie angeschaut. Frau Müller möchte, dass ich sie Anna nenne, erklärte Roger seinen Freunden. Und Herr Müller ist der Mann, von dem ich euch erzählt habe, der mir jeden Morgen die Halle aufgeschlossen hat, damit ich überkommt, da schulden wir Ihnen ein riesiges Danke, Herr Müller, sagt Stan. Ohne die frühen Trainingseinheiten wäre der Kerl vielleicht nie gut genug geworden, um mit uns Titel zu gewinnen. Herr Müller schüttelte bescheiden den Kopf. Roger hat die Arbeit gemacht. Ich habe nur eine Tür geöffnet, manchmal ist das alles, was jemand braucht, kommentiert Severin. Eine offene Tür und eine Chance. Die Gruppe setzt sich um den Tisch.
Roger hat einen speziellen Stuhl arrangiert, damit Anna bequem sitzen konnte, ohne im Rollstuhl bleiben zu müssen. Während die Vorspeisen serviert wurden, floss das Gespräch leicht. Die Tennisspieler teilten Geschichten aus ihren grossen Tagen. Herr Müller erzählte, wie er ihre Matches geschaut hat und wie die ganze Schule am Tag nach einem grossen Sieg summte. Erinnerst du dich an das Wimbledon-Finale 2009 gegen Rotig? Fragte Herr Müller. Als Roger den letzten Punkt holte, Mark lachte. Erinnere? Ich hatte die beste Aussicht im Trainerbereich, die ganze Nachbarschaft hat geschrien, als der Punkt reinging, erinnert sich Anna. Jakob ist so hoch gesprungen, er hat fast den Ventilator getroffen. Während des Essens lenkte Roger das Gespräch behutsam, um mehr über die Müllers zu erfahren. Er entdeckte, dass ihr 58. Hochzeitstag nächsten Monat bevorstand, dass ihr Sohn in Genf ein weiteres Baby erwartet, dass Anna Grundschullehrerin gewesen war, bevor sie in Rente ging. Wie habt ihr euch kennengelernt? Fragte Mark. Bei einem Kirchenpicknick, antwortete Herr Müller mit einem Lächeln. Sommer 1965. Ich sah sie über den Rasen hinweg und wusste sofort, sie ist eine. Er hat Limonade auf mein neues Kleid geschüttet, als er mit mir reden wollte, fügt Anna lachend hinzu. Seitdem räume ich seine Missgeschicke auf. Als der Nachtisch serviert wurde, brachte Roger das Thema auf das er gewartet hat. Ich habe noch eine Überraschung für euch beide, sagt er. Ich veranstalte ein spezielles einwöchiges Wiedersehen in einem Haus am See für einige Kantonsschulalumni. Es beginnt der Freitag, es klingt wundervoll, aber wir könnten unmöglich, begann Anna. Ich hab's schon mit Rektor mehr erklärt, unterbrach Roger sanft. Er gibt Herrn Müller die Woche frei, mit Lohn, und das Haus am See ist vollständig zugänglich für deinen Rollstuhl, Anna. Dafür habe ich gesorgt, die Müller stoßten unsichere Blicke. Alles ist bezahlt, fuhr Roger fort. Transport, Essen, alles. Es ist meine Art, allen zu danken, die Kantonsschule besonders gemacht haben, besonders dir, Herr Müller. Das ist sehr grosszügig, aber Herr Müller wirkte unsicher. Sten schaltet sich ein. Wir werden auch alle da sein. Es wäre nicht dasselbe ohne euch beide, sie es als frühes Hochzeitsgeschenk, fügte Mark hinzu. Wann hattet ihr das letzte Mal Ferien? Fragt Severin sanft. Anna sah ihr mal an. Es ist lange her, Jakob, der Wagen holt euch Freitagmorgen ab, sagte Roger. Ihr müsst nur Kleidung und Medikamente packen, alles andere ist bereit. Am Ende des Abends stimmten die Müllers zu, am Wiedersehen teilzunehmen. Als sie sich zum Gehen vorbereitete, griff Anna nach Rogers Hand. Danke für einen wundervollen Abend, sagt sie. Es bedeutet so viel, dass du dich nach all den Jahren an Jakob erinnerst. Roger drückt ihre Hand sanft. Manche Menschen vergisst man nie, Anna, draussen vor dem Restaurant, als die Müllers in ihren Wagen geholfen wurden, standen Rogers Teamkollegen neben ihm. Sie haben keine Ahnung, was kommt, oder? Fragt Severin leise. Roger schüttelte den Kopf. Nicht das Geringste, wenn sie sehen, was du mit ihrem Haus machst, pfiff Mark leise. Es geht nicht nur ums Haus, erwiderte Roger. Es geht darum, ihnen das Leben zu geben, das sie verdienen. Als der Wagen der Müllers wegfuhr, legte es dann eine Hand auf Rogers Schulter. Ich kenne dich seit 20 Jahren, Roger. Habt Grand Slams gewinnen sehen, Millionen verdienen, ein Imperium aufbauen. Aber ich habe dich noch nie so gesehen, wie denn? Fragte Roger. In Frieden, sagt es dann schlicht.
Als hättest du etwas gefunden, das mehr bedeutet als Siegen. Roger beobachtete, wie die Rücklichter des Wagens um die Ecke verschwanden. In 2 Tagen würden die Müllers zu ihrem Seeurlaub aufbrechen und die eigentliche Arbeit würde beginnen. Freitagmorgen kam mit perfektem Wetter, klarer Himmel und eine sanfte Brise vom See her. Roger überprüfte persönlich das Haus am See ein letztes Mal, bevor die Müllers ankamen. Es war ein wunderschönes, eingeschossiges Haus mit breiten Türen, glatten Böden und einer Rampe, die zur Terrasse mit Blick auf das Wasser führte. Die Küche war mit Lebensmitteln gefüllt, die Bücherregale mit Romanen, die Anna gefallen könnten, und das Badezimmer war mit Sicherheitsstangen und einer befahrbaren Dusche ausgestattet. Um 9:30 Uhr holte der Rollstuhlgerecht von den Müllers von zu Hause ab. Roger hat es dann gebeten, sie zum Haus am See zu begleiten, während er den Beginn der Renovierung überwachte. Um genau 10 Uhr fuhr Roger vor dem Haus der Müllers vor. Die Strasse war bereits mit Lastwagen und Lieferwagen gesäumt, Männer und Frauen in Arbeitskleidung luden Geräte und Materialien aus. Hans, der Bauunternehmer, stand im Vorgarten, ein Klemmbrett in der Hand und dirigierte den Arbeitsfluss. Pünktlich sagte Hans, als Roger näher kam: Wir haben 38 Arbeiter bereit, aufgeteilt in 3 Schichten. Es wird rund um die Uhr gearbeitet. Roger überblickt die Szene. Wie lange, bis wir mit dem Abriss beginnen können? Das Inspektionsteam ist schon drinnen, überprüft Elektrik und Sanitär. Sobald sie grünes Licht geben, können wir das alte Badezimmer ausreißen. Das Dachteam ist sofort startklar. Ein LKW fuhr vor und brachte einen tragbaren Bürocontainer, der sorgfältig am Ende der Einfahrt platziert wurde. Darin befanden sich detaillierte Pläne für jeden Aspekt der Renovierung sowie Zeitpläne und Kontaktinformationen für alle Teammitglieder. Das ist die Einsatzzentrale, erklärte Hans. Jemand wird hier 24/7 stationiert sein, um Lieferungen und Arbeitspläne zu koordinieren. Roger nickt zustimmend. Die Operation lief mit militärischer Präzision, genau wie er es verlangt hat. Sein Telefon summte mit einer Nachricht von Stan, Müllers im Seehaus eingesogen. Anna liebt's. Komme jetzt zurück, das war das Signal. Roger wandte sich an Hans, los geht's. Innerhalb von Minuten wimmelte es im Haus von Arbeitern. Das Dachteam stellte Leiter auf und begann, alte Schindeln zu entfernen. Ein Klempler kroch unter das Haus, um die Rohre zu inspizieren, während Elektriker die veraltete Sicherungskiste untersuchten. Im Vorgarten nahm ein Landschaftsgärtner-Team Maße und markierte Bereiche für neue Pflanzen. Roger ging durchs Haus und sah zu, wie Möbel vorsichtig in einen Lagercontainer in der Einfahrt gebracht wurden. Jedes Stück wurde fotografiert, etikettiert und protokolliert, damit es später an seinen exakten Platz zurückkehren oder durch etwas Besseres ersetzt werden konnte. Im provisorischen Schlafzimmer nahm ein Arbeiter Familienfotos von den Wänden und verpackt sie sorgfältig in Luftpolsterfolie. Die kommen in den speziellen Lagercontainer wies Roger an. Sie sind unersetzlich. Draussen versammelten sich neugierige Nachbarn, verwundert über die plötzliche Aktivität. Eine ältere Frau von gegenüber nähert sich Roger. Was passiert mit dem Haus der Müllers? Fragt sie. Zieht sie aus? Nein, Frau, antwortete Roger. Wir machen nur ein paar Reparaturen, während sie im Urlaub sind. Die Frau knifft die Augen zusammen. Sie kommen mir bekannt vor.
Haben wir uns schon mal getroffen? Bevor Roger antworten konnte, rollt ein grosser LKW die Strasse herunter und lenkt sie ab. Er hielt vor dem Haus und Arbeiter begannen, Trockenbauplatten auszuladen. Drinnen hat der Abriss begonnen, Arbeiter mit Masken und Schutzbrillen entfernten vorsichtig die alten Badezimmerarmaturen. Im schmalen Flur wurde eine Wand eingerissen, die Annas Rollstuhl blockiert hat. Wir haben Wasserschäden in der Decke gefunden, berichtete Hans und zeigte Roger einen verfärbten Trockenbaubereich. Das Dach hat länger geleckt, als wir dachten, er setzt alles, was beschädigt ist, wie es Roger an. Keine Abkürzungen, bis Mittag hat sich eine kleine Menge Nachbarn auf dem Gehweg versammelt. Das Gerücht verbreitet sich schnell. Roger hörte Geflüster. Ist das wirklich Roger Federer? Was macht er beim Haus der Müllers? Ich habe gehört, er war mit ihnen in der Schule. Ein lokaler Nachrichtenwagen fuhr vor und der Reporter sprang mit einem Kameramann heraus. Roger ging sofort hinüber, um sie abzufangen. Keine Kameras, sagte er bestimmt. Aber Herr Federer, die Öffentlichkeit würde es lieben, das ist nicht für Publicity, unterbrach Roger ihn. Das ist privat. Bitte respektieren Sie das. Nach kurzer Verhandlung stimmte der Reporter zu gehen und versprach, zurückzukehren, wenn das Projekt abgeschlossen sei, falls Roger ein Interview gewähren würde. Bis zum Nachmittag war das alte Dach komplett entfernt und Arbeiter verlegten neue Sperrholzplatten. Drinnen war das Badezimmer bis auf die Ständer entkernt, die Flurwand war weg und schuf einen breiteren Durchgang für Annas Rollstuhl. Sten traf ein, zurück vom Seehaus. Sie sind gut untergebracht, berichtete er. Herr Müller freundet sich schon mit anderen Gästen an. Sie haben keine Ahnung, dass das alles für sie ist, gut, nickte Roger. Was hast du ihnen gesagt, warum ich nicht da bin, dass du Geschäftstermine hast, aber morgen nachkommst? Sie haben's komplett geglaubt. Die Sintim traf mit Stoffproben und Farbchips ein. Sie breiteten sie auf einen Klapptisch aus und diskutierten Optionen, die zu den bestehenden Möbeln der Müllers passten und den Raum aufhellten. Frau Müller hat erwähnt, dass sie Blau liebt, erzählte Roger ihnen. Vielleicht könnt ihr es irgendwie einbauen, im Hinterhof hat das Landschaftsgärtnerteam begonnen, überwucherte Büsche zu entfernen. Ihr Plan umfasst einen gepflasterten Weg, breit genug für einen Rollstuhl, erhöhte Gartenbeete, die Anna von ihrem Stuhl aus pflegen konnte und eine kleine Terrasse, wo das Paar morgens Kaffee trinken könnte. Als der Nachmittag in den Abend überging, beleuchteten Flutlichter das Grundstück. Die erste Schicht Arbeiter ging nach Hause und klatschte die zweite Schicht ab, die ankam. Imbisswagen fuhren vor, um Mahlzeiten für die Crew bereitzustellen. Roger ging durchs halb abgerissene Haus, erstaunt, wie viel in nur einem Tag geschafft worden war. Der Ort war schon fast unkenntlich. Sein Telefon summte mit einer weiteren Nachricht vom Seehaus ein Foto der Müllers, die auf der Terrasse lächelten und den Sonnenuntergang betrachteten. Sie wirkte entspannt und glücklich, völlig ahnungslos über die Verwandlung, die in ihrem Zuhause stattfand. Sie verdienen das, murmelte Roger vor sich hin. Als die Nacht hereinbrach, verlangsamt sich der Arbeitsrhythmus nicht. Dachdecker installierten bei Flutlicht wasserdichte Unterlagen. Drinnen zogen Elektriker neue Kabel durch die Wände, Klempner verlegten Rohre für das erweiterte Badezimmer. Um Mitternacht kam eine Sonderlieferung an ein verstellbares Krankenhausbett in Übergrösse, gross genug, dass Herr und Frau Müller bequem zusammen schlafen konnten. Es würden die getrennten Betten ersetzen, sie seit Annas Schlaganfall nutzten. »Wo soll das hin?« fragte der Lieferfahrer.
Fürs Erste den Container wies Hans an. Wir bauen das Schlafzimmer noch um. Um 2 Uhr morgens musste selbst Roger zugeben, dass er Ruhe brauchte. Die zweite Schicht war in vollem Gange, die dritte würde vor der Morgendämmerung kommen. Schlaf ein bisschen, sagte Hans ihm. Wir haben's im Griff. Morgen ist wieder ein grosser Tag. Auf der Rückfahrt zum Hotel dachte Roger über den Fortschritt nach. Die physische Verwandlung des Hauses hat begonnen, aber es gab noch so viel zu tun, die finanziellen Arrangements, die Gesundheitspläne, die langfristigen Unterstützungssysteme, alles wurde parallel zur Renovierung aufgebaut. Er dachte an Herrn Müller, wie er vor all den Jahren die Sporthalle für ihn aufgeschlossen hat, so kleine freundliche Geste. Denn man konnte nicht ahnen, wozu sie führen würden. 20 Grand Slam-Titel, eine globale Marke, ein unermessliches Vermögen. Und jetzt, all die Jahre später, öffnete Roger eine andere Art von Tür für die Müllers. Es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich notwendig an. Es fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schliessen, der vor langer Zeit gezeichnet worden war. Morgen würde neue Herausforderungen bringen, aber für den Moment erlaubt sich Roger, mit den Errungenschaften des Tages zufrieden zu sein. Operation Heimkehr hat offiziell begonnen. Alles okay? Fragte Anna, die seine Aufmerksamkeit fürs Telefon bemerkte. Nur ein paar Geschäftssachen, versicherte Roger ihr. Nichts, was nicht warten kann. Nach dem Essen versammelt sich die Gruppe im Wohnzimmer, um ein Tennismatch anzusehen. Roger beobachtete, wie Herr Müller den anderen die Spielzüge erklärte. Sie wissen über das Spiel beeindruckend für jemanden, der nie professionell gespielt hat. Du verstehst wirklich viel von Tennis, kommentierte Roger. Herr Müller zuckte bescheiden mit den Schultern. Wenn man all die Jahre von der Seitenlinie zuschaut, schnappt man einiges auf. Habt ihr und deine Teamkollegen jeden Tag beim Training zugesehen, viel gelernt? Als der Abend zu Ende ging, entschuldigt sich Roger, um draussen auf der Terrasse einen Anruf zu tätigen. Er sprach mit Hans über ein Update. Die Innenwände sind alle gerahmt, berichtete Hans. Der Trockenbau beginnt morgen früh, Schränke kommen übermorgen. Wir liegen immer noch im Zeitplan für Fertigstellung nächsten Donnerstag, perfekt, antwortete Roger. Sie kommen Freitagmorgen zurück. Als Roger zurück ins Haus kam, fand er Anna das Fotoalbum durchblättert, das sie von zu Hause mitgebracht hat. Sie winkt ihn heran. Schau mal, sagt sie und deutet auf ein vergilbtes Foto. Jakob an der Kantonsschule, sein erstes Jahr dort. Das Foto zeigt einen viel jüngeren Herrn Müller vor der Schule, Besen in der Hand, stolz in seiner neuen Hausmeisteruniform lächelnd. Er war so glücklich, den Job zu bekommen, sagt Anneliese. Seine Fabrik hat geschlossen und wir haben 2 kleine Kinder zu ernähren. Der Schuljob zahlte weniger, aber er war sicher. Er hat nie geklagt, nicht ein einziges Mal in 47 Jahren. Roger betrachtete das Foto und bemerkte den Stolz in den Augen des jungen Herrn Müller, denselben Stolz, den er immer noch trug, als er mit 80 die Sporthallenböden wischte. Er ist ein außergewöhnlicher Mann, sagte Roger. Anna nickt. Ich bin gesegnet, mein Leben mit ihm zu teilen, sie blickt zu Roger auf. Danke, dass du das erkennst. So viele Leute sehen durch ihn hindurch, weil er nur ein Hausmeister ist, nicht ich, sagte Roger bestimmt. Nicht. Später in der Nacht, als Roger zurück zur Renovierungsstelle fuhr, um den Fortschritt der Nachtschicht zu überprüfen, dachte er über Annas Worte nach. Wie viele Herrn Müllers gab's da draussen auf der Welt?
Wie viele Menschen in essentiellen Jobs wurden übersehen oder unterschätzt? Die Frage blieb bei ihm, als er durchs teilweise wieder aufgebaute Haus ging, das unter hellen Arbeitslichter summte, während die Nachtcrew ihre Aufgaben fortsetzt. Was als persönliche Mission begann, einem Mann zu helfen, der ihm geholfen hat, entwickelt sich zu etwas Grösserem, etwas, das andere dazu inspirieren könnte, die Herren Müllers in ihrem eigenen Leben zu erkennen. Am 3. Tag der Renovierung hat sich die Nachricht in Basel verbreitet. Was als privates Projekt begonnen hat, fesselt die Fantasie der Gemeinschaft. Menschen tauchten beim Haus der Müllers auf und boten Hilfe an. Ein lokales Bodenbelagsunternehmen spendete Holz fürs Wohnzimmer, ein Möbelgeschäft bot an, das abgenutzte Sofa der Müllers zu ersetzen, Gymnasiasten melden sich freiwillig zum Streichen, sogar der Stadtrat kam vorbei und versprach, alle nötigen Genehmigungen zu beschleunigen. Roger traf an dem Morgen ein und fand den Vorgarten voller Freiwilliger und Gratulanten. »Was ist hier los?« fragte er Hans. »Die Leute wollen helfen«, erklärte Hans. Jeder scheint eine Geschichte über Herrn Müller zu haben, der Typ, der ihr Auto repariert hat, der Mann, der ihrem Kind beim Lesen geholfen hat, der Hausmeister, der immer Zeit zum Zuhören hat, eine Frau mittleren Alters nährt sich Roger schüchtern. »Herr Federer, ich bin Sabine Berger. Ich war an der Kantonsschule, als Sie dort waren. Herr Müller hat mir auch geholfen. Ich würde gerne etwas zu dem Projekt beitragen. Was haben Sie im Sinn?« fragte Roger. »Ich besitze jetzt ein kleines Gartencenter. Ich möchte Pflanzen für Ihren Garten spenden. Frau Müller hat vor ihrem Schlaganfall immer so gerne gärtnert.« Roger lächelt. »Das wäre perfekt. Wir bauen gerade erhöhte Beete, die Anna vom Rollstuhl aus erreichen kann. Im Laufe des Tages kamen weitere Angebote herein. Ein lokaler Arzt meldet sich freiwillig, Annas Krankheiten zu prüfen und Geräte vorzuschlagen, die ihre Genesung fördern könnten. Ein Technologieunternehmen bot an, ein Smart-Home-System zu installieren, mit dem die Müllers Licht, Temperatur und sogar Türschlösser von Annas Rollstuhl aus steuern könnten. Schüler der Kunstabteilung von der Kantonsschule fragten, ob sie ein besonderes Wandgemälde für eine Wand gestalten dürften. Direktor Meyer traf mit mehreren Lehrern und einen Vorschlag ein. »Wir haben in der Schule gesprochen«, sagte er zu Roger. »Wir möchten eine Vitrine im Hauptkorridor einrichten, die Herrn Müllers jahrelangen Dienst ehrt und ein Stipendium in seinem Namen gründen für Schüler, die seine Art von stiller Führung und Hilfsbereitschaft zeigen. Er wäre von der Aufmerksamkeit verlegen«, erwiderte Roger, aber tief geehrt. »Wir möchten auch etwas fürs aktuelle Projekt tun«, fuhr mir fort. Die Schüler haben eine Spendenaktion organisiert und bisher etwa 3.000 Franken für Herrn Müllers medizinische Kosten gesammelt. Roger war von den Gästen gerührt. »Steckt's stattdessen in den Stipendienfonds«, schlug er vor. »Die medizinischen Kosten habe ich abgedeckt.« Bis Mittag hat die Renovierungsstelle eine Feststimmung angenommen. Imbisswagen stellten kostenlose Mahlzeiten für Arbeiter und Freiwillige bereit, lokale Musiker spielten im Garten leise Hintergrundmusik, Kinder bastelten Karten und Zeichnungen für die Müllers. Stan kam vom Seehaus mit einem Update. Die Müllers haben eine grossartige Zeit, berichtete er. Wir haben morgen den Spa-Tag für sie geplant, das hält sie stundenlang beschäftigt. Perfekt, nickt Roger. Die neuen Möbel kommen morgen früh, wir brauchen den Platz, um alles zu verrücken, im Haus beschleunigt sich die Verwandlung. Die Trockenbauwände waren in den meisten Räumen oben, Maler folgten dicht dahinter.
Die neuen Küchenschränke wurden installiert, auf eine Höhe abgestimmt, die Anna vom Rollstuhl aus nutzen konnte. Im Badezimmer schufen Fliesenleger eine wunderschöne begehbare Dusche mit eingebautem Sitz und Haltegriffen. Stehn Pfiff, als er durchging. Das sieht nicht mehr wie dasselbe Haus aus, das ist der Plan, antwortete Roger. Dasselbe zu Hause, nur so gemacht, dass es jetzt für sie funktioniert. Ein lokales Nachrichtenteam traf wieder ein und bat um Erlaubnis, das Projekt zu dokumentieren. Diesmal stimmte Roger zu, jedoch mit Bedingungen. Kein Senden vor der Enthüllung, bestand er. Und der Fokus soll auf Herrn Müller liegen und darauf, was er der Gemeinschaft bedeutet, nicht auf mich. Der Reporter willigte ein und begann, Nachbarn und ehemalige Schüler über den Einfluss zu interviewen, den Herr Müller auf ihr Leben hat. Ein älterer Nachbar wurde emotional, als er sprach. Als meine Frau an Krebs litt, kam Jakob jeden Morgen, um mir zu helfen, sie aus dem Bett in ihren Stuhl zu heben. 3 Jahre lang, kein einziger Tag versäumt, nie etwas dafür verlangt, eine ehemalige Schülerin, jetzt Lehrerin, erzählte, wie Herr Müller ihre Abschlussrobe bezahlt hat, als ihre Familie es nicht konnte. Er sagte, es sei wichtig, dass ich über die Bühne gehe. Er hat dafür gespart, um es zu sehen. Jede Geschichte zeichnet das Bild eines Mannes, dessen stille Freundlichkeiten über Jahrzehnte unzählige Leben berührt hatten. Am späten Nachmittag traf eine Gruppe Männer in ihrer 50er. Sie stellten sich als das Tennisteam der Kantonsschule von 1996 vor, Rogers ehemalige Teamkollegen. Wir haben gehört, was du für Herrn Müller tust, erklärte er. Wir wollten helfen. Die meisten von uns leben noch hier in der Nähe. Roger umarmt seine alten Freunde. Schnappt euch Pinsel, sagte er. Wir haben zu tun, als der Tag zu Ende ging, versammelte Roger alle für ein Update. Wir sind halb durch unseren Zeitplan, verkündete er. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen, jetzt geht's an die Feinarbeiten und Details. Jede Minute zählt. Am Abend, während eine andere Gruppe die Müllers am Seehaus unterhielt, traf sich Roger mit seinem Finanzteam, um den Trust fürs Paar zu überprüfen. Die Papiere sind bereit, berichtet sein Anwalt. Der Trust wird ein monatliches Einkommen bieten, das Herrn Müllers Gehalt mehr als ersetzt. Alle medizinischen Kosten sind lebenslang gedeckt und wir haben Fonds für die Ausbildung ihrer Kinder und Enkel zurückgelegt. Und das Haus? Fragte Roger. Die Hypothek wird komplett abbezahlt und wir haben eine Grundsteuerbefreiung durch ein spezielles Programm für Senioren arrangiert. Roger nickt zufrieden. Sie werden sich nie wieder um Geld sorgen müssen. Später in der Nacht, nach einem Besuch bei der Nachtschicht, saß Roger auf der Vordertreppe des Hauses der Müllers. Die Strasse war jetzt ruhig, die Freiwilligen und Besucher bis zum Morgen verschwunden. Sterne leuchteten am klaren Himmel. Er dachte darüber nach, wie das Projekt ein Eigenleben entwickelt hat. Was als seine persönliche Mission begann, den Müllers zu helfen, war zu der Gemeinschaftsfehre eines Mannes geworden, dessen Güte so viele Leben berührt hat. Vielleicht war das wahre Geschenk hier nicht nur das renovierte Haus oder die finanzielle Sicherheit, sondern die Anerkennung eines Lebens voller stiller Dienste. Die Bestätigung, dass Herr Müller zählte, dass seine Arbeit zählte, dass seine Freundlichkeit zählte in einer Welt, die oft falsche Dinge fährte, Reichtum, Ruhm, Macht. Dies war ein Moment, etwas Echtes zu feiern, Güte, einfache, alltägliche Güte. Roger lächelte vor sich hin.
Es waren noch 4 Tage, bis die Müllers heimkehren würden, 4 Tage, um die Renovierung perfekt zu machen, 4 Tage, um einen Moment vorzubereiten, der ihr Leben für immer verändern würde. Und er begann zu erkennen, dass es auch sein eigenes Leben bereits verändert hat. Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, die Renovierung trat in ihre letzte Phase ein, während der Countdown zur Rückkehr der Müllers ablief. Roger teilte seine Zeit zwischen der Überwachung der Arbeiten am Haus und Besuchen beim Paar am See auf, um sicherzustellen, dass sie glücklich abgelenkt bleiben. Nur noch 2 Tage, bis wir heimfahren, erwähnte Herr Müller bei Rogers Besuch am Mittwoch. Ich habe den Urlaub mehr genossen, als ich sagen kann, aber es hat etwas, im eigenen Bett zu schlafen. Roger lächelte und dachte an das neue verstellbare Bett, das auf sie wartet. Manchmal ist die Heimkehr der beste Teil einer Reise. Bis Donnerstagmorgen war das Haus kaum wieder zu erkennen. Frische Farbe in warmen, einladenden Tönen bedeckte die Wände, neue Holzböden glänzten in den Wohnbereichen mit glatten, rollstuhlfreundlichen Übergängen zwischen den Räumen. Die Küche hat auf einer Seite abgesenkte Arbeitsflächen, die Anna vom Rollstuhl aus nutzen konnte. Das Badezimmer war komplett umgestaltet mit einer befahrbaren Dusche, einem zugänglichen Waschbecken und Sicherheitsmerkmalen überall. Wir müssen über Herrn Müllers Sammlalben sprechen, sagte Hans, als er mit Roger durchs Haus ging. Wo sollen sie ausgestellt werden? Roger hat dem Detail viel Gedanken gewidmet. Bauen wir einen speziellen Schrank im Wohnzimmer, schlug er vor. Etwas mit Glastüren, damit Alben sichtbar, aber geschützt sind und mit guter Beleuchtung, damit er sie stolz zeigen kann. Der Schreiner nickt und skizzierte bereits Ideen. Wir haben's bis morgen früh fertig. Draussen war die Verwandlung ebenso beeindruckend. Der rissige Gehweg war durch einen glatten, breiten Pfad ersetzt, eine sanft abfallende Rampe bot Zugang zur Haustür. Der überwucherte Garten war gesämt, mit erhöhten Beeten, die Anna vom Rollstuhl aus geniessen konnte. Eine neue, überdachte Terrasse im Hinterhof bot einen friedlichen Platz zum Sitzen und beobachten den Vögel, die ihren alten Eichbaum besuchten. Die Nachbarn trugen weiterhin auf unerwartete Weise beilbrachte handgenähte Vorhänge für die Küchenfenster, ein anderer bot an, den Garten wöchentlich zu pflegen, damit Herr Müller sich keine Sorgen machen musste. Ein lokaler Künstler bemalte einen wunderschönen Briefkasten mit dem Namen Müller und Bilder von Blumen, die Anna liebt. Als der Abend nahte, versammelte Rogers Kernteam für eine abschließende Überprüfung. Uns blieben noch 24 Stunden, erinnerte er sie. Jedes Detail zählt. Ich will, dass dies Haus perfekt ist, wenn Sie morgen ankommen. Die Liste der verbliebenen Aufgaben war klein, aber wichtig. Den speziellen Ausstellungsschrank für Herrn Müllers Sammlalben installieren, Familienfotos im Haus verteilen, die Küche mit Lebensmitteln bestücken, Annas neue Therapiegeräte im Gästezimmer aufstellen. Was ist mit persönlichen Details? Fragte Lisa, die Innenarchitektin. Dinge, die sofort wie ein Zuhause fühlen lassen, darüber habe ich nachgedacht, antwortete Roger. Lasst uns Ihre Kinder kontaktieren und fragen, ob sie Ideen haben. Innerhalb von Stunden haben der Sohn und die Tochter der Müllers Vorschläge per E-Mail geschickt, zusammen mit digitalen Fotos, die gedruckt und gerahmt werden konnten. Ihre Tochter erwähnte die Liebe ihres Vaters zur Jazzmusik und die Vorliebe ihrer Mutter für frische Blumen. Ihr Sohn erinnert an eine besondere Jubiläumsuhr, die seit Jahren kaputt war, aber sentimentalen Wert hat.
Roger schickt sofort jemanden los, eine ähnliche Uhr zu finden, ein weiterer Freiwilliger wurde beauftragt, ein hochwertiges Musiksystem mit vorinstallierten Jazzklassikern zu kaufen und ein lokaler Florist versprach, ein Jahr lang wöchentlich frische Blumen zu liefern. Spät in der Nacht, während die Arbeiten unter Flutlichtern weitergingen, ging Roger durch jedes Zimmer des Hauses und überprüfte geistig jedes Detail gegen seine Vision. Im Schlafzimmer war das neue, verstellbare Bett mit frischer Bettwäsche bezogen, nachts in Trugen gerahmte Fotos der Kinder und Enkel der Müllers, ein spezielles Hebehilfsmittel war diskret installiert, um Anna sicher ins Bett zu helfen. Das Badezimmer hat einen beheizten Boden, Hebelgriffe, die arthritische Hände leicht bedienen konnten und ein Duschsystem mit mehreren Einstellungen für Komfort. Ein kleines Detail fiel Roger auf, ein eingebautes Regal mit genau den Marken von Shampoo und Seife, die die Müllers benutzten, ordentlich in Annas Reichweite arrangiert. Die Küchenschränke waren mit ihren vertrauten Tellern bestückt, jetzt in zugänglichen Schubladen statt hohe Regale. Der Kühlschrank summte leise, gefüllt mit frischen Lebensmitteln, ein neuer Teekessel, dasselbe Modell, das Anna während eines Gesprächs am Seehaus erwähnt hat, stand auf dem Herd. Im Wohnzimmer wurde der spezielle Ausstellungsschrank für Herrn Müllers Sammlalben installiert, die eingebaute Beleuchtung hob die sorgfältig erhaltenen Sitten hervor. In der Nähe stand ein neuer, bequemer Sessel mit Fernbedienung, der Herrn Müller erlaubte, seine Füße nach einem langen Tag hochzulegen. Und im ganzen Haus waren Hunderte von Karten, Briefen und kleinen Geschenken von Gemeindemitgliedern verteilt. Schüler der Kantonsschule haben eine riesige Dankeskarte gebastelt, unterschrieben von der gesamten Schule. Ehemalige Schüler haben Briefe geschrieben, wie Herr Müller ihr Leben beeinflusst hat. Nachbarn haben kleine Erinnerungsstücke gebracht, die gemeinsamen Momente symbolisierten. Roger hielt im Flur inne, wo eine Wand voller Fotos die Geschichte des Lebens der Müllers erzählte, ihre Hochzeit, die Geburt ihrer Kinder, Ferien, Abschlüsse und stille Momente alltäglicher Freude. Darunter hat Roger ein Foto von sich als Schüler hinzugefügt, neben Herrn Müller in der Sporthalle der Kantonsschule stehend. Das sieht richtig aus, sagte er leise. Draussen wurden die letzten Landschaftsdetails unter tragbaren Lichtern vollendet. Der neue Briefkasten war in einer Höhe installiert, die Anna vom Rollstuhl aus erreichen konnte, solarbetriebene Wegleuchten beleuchteten den Weg für nächtliche Sicherheit. Bei Sonnenaufgang war das Haus fertig. Der letzte Arbeiter packt seine Werkzeuge ein, die finalen Inspektionen waren bestanden, das Reinigungsteam macht einen letzten Durchgang durch jeden Raum. Roger stand in der Einfahrt und betrachtete die Verwandlung. Das Haus sah besser aus als neu, es sah aus wie ein Zuhause, das mit Liebe und Aufmerksamkeit für jedes Detail neu gestaltet worden war. Wir haben's geschafft, sagte Hans und trat zu ihm. Genau im Zeitplan, es ist perfekt, stimmte Roger zu. Jetzt kommt der schwere Teil, es für ein paar Stunden geheim zu halten. Als die Morgensonne das frisch renovierte Haus der Müllers erleuchtete, schickte Roger eine Nachricht an Stan am Seehaus. Mission erfüllt. Bring sie um 12 Uhr heim, der Countdown zur Enthüllung hat begonnen. Um 11:30 Uhr hat sich eine leise Menge in der Nähe des Hauses versammelt, Nachbarn, ehemalige Schüler, Lehrer von der Kantonsschule und alle, die an der Renovierung mitgewirkt hatten, warteten gespannt. Sie parkten ihre Autos mehrere Blocks entfernt und standen hinter einer Absperrung, die Roger aufgestellt hat, um freie Sicht auf das Haus zu gewährleisten. Roger ging nervös auf dem Vordertreppenweg auf und ab. »Ist alles bereit?« fragte er Hans zum 5. Mal.
Alles ist perfekt, versichert Hans ihm. Wir haben jedes Detail dreifach geprüft, die neu gepflanzte Blume wiegt sich in der sanften Brise, die frische Farbe glänzt in der Mittagssonne, ein grosses rotes Band spannt sich über die Haustür, bereit zum Durchschneiden. Um 11:45 Uhr sprach Roger die versammelte Menge an. Wenn Sie ankommen, bleibt bitte leise, bis Sie die Chance hätten, drinnen alles zu sehen. Das wird überwältigend für Sie sein, und Sie brauchen Raum, um es zu verarbeiten. Alle nickten zustimmend, Eltern beruhigte aufgeregte Kinder, Kameras wurden bereitgehalten, aber diskret auf Hüfthöhe. Rogers Telefon summt mit einer Nachricht von Stan, 10 Minuten entfernt. Sie haben keine Ahnung, Rogers Herz schlug schneller. Nach Tagen intensiver Arbeit, unzähligen Details und der Koordination hunderter Menschen war der Moment fast da. Er dachte an jenen Tag in der Sporthalle zurück, als er als Jugendlicher nicht ins Hauptteam gekommen war, wie Herr Müller ihn allein im Dunkeln beim Üben gefunden hat, wie ein paar freundliche Worte den Lauf seines Lebens verändert hatten. Sie kommen, flüsterte jemand und deutete die Straße hinunter. Roger blickte auf und sah einen schwarzen SUV um die Ecke biegen. Stan fuhr, die Müller saßen hinten. Roger atmete tief durch und ging zum Bordstein. Der SUV wurde langsamer, als er sich dem Haus näherte. Durchs Fenster konnte Roger sehen, wie sich Herrn Müllers Ausdruck von lockerer Unterhaltung zu Verwirrung wandelte, als er die Menge bemerkt. Der Wagen hielt und Stan stieg zuerst aus. »Was ist los?« fragte Herr Müller, als Stan seine Tür öffnet. »Warum sind all die Leute hier?« Roger trat vor, als Herr Müller ausstieg. »Willkommen zu Hause, Herr Müller.« Herr Müller sah sich verwirrt um. »Roger, was ist das?« Auf der anderen Seite des Wagens halfen 2 Assistenten Anna in ihren Rollstuhl. Sie wirkte ebenso verwirrt, als sie die Szene aufnahm, die Menge, der verwandelte Garten, das Band über ihrer Haustür. »Ich verstehe nicht«, sagt sie, ihre Stimme kaum hörbar. Roger nahm Herrn Müllers Arm und führte ihn zu Anna. Als sie zusammen waren, sprach er beide an. »Während ihr euren Urlaub genossen habt, haben wir an einer kleinen Überraschung für euch gearbeitet«, er deutet auf das Haus. »Euer Zuhause braucht ein paar Reparaturen, also haben wir uns darum gekümmert.« Die Müllers starrten ungläubig auf ihr Haus. Die abblätternde Farbe war weg, ersetzt durch ein warmes Blau, das Anna einst als ihre Lieblingsfarbe erwähnt hat. Der rissige Gehweg war nun ein glatter, breiter Pfad, die durchhängenden Stufen durch eine sanft abfallende Rampe ersetzt. »Ihr habt unser Haus repariert?« fragte Herr Müller, seine Stimme brach leicht. »Das ist erst der Anfang«, antwortete Roger. »Möchtet ihr es von innen sehen?« Anna nickt, Tränen sammelten sich bereits in ihren Augen. Herr Müller schien zu verblüfft, um zu sprechen. Roger führt sie die neue Rampe zur Haustür hinauf. Die Menge blieb respektvoll leise, obwohl viele sich selbst Tränen abwischten. Herr Müller, sagte Roger und reichte ihm eine grosse Schere, würde sie die Ehre übernehmen. Mit zitternden Händen schnitt Herr Müller das Band durch. Roger schob die Tür auf und enthüllte das verwandelte Innere. Die Müllers keuchten unisono. Wo einst enge Türen und beengte Räume waren, gab es jetzt einen offenen, luftigen Raum. Natürliches Licht strömte durch neue Fenster, der abgenutzte Teppich war verschwunden, ersetzt durch glänzende Holzböden, die Annas Rollstuhl leicht befahrbar machten. »Oh mein Gott«, flüstert Anna, die Hände vor dem Mund haltend. Roger führt sie sanft hinein.
Das ganze Haus wurde umgestaltet, um es euch beiden leichter zu machen, besonders mit dem Rollstuhl. Er zeigt ihnen die neue Küche mit ihren abgesenkten Arbeitsflächen. Und zugängliche Geräte, das Badezimmer mit seiner befahrbaren Dusche und Sicherheitsmerkmalen, das Schlafzimmer mit dem verstellbaren Bett, gross genug, dass sie wieder zusammen schlafen können. Es kann nicht real sein, sagte Herr Müller immer wieder. Es kann nicht real sein. Im Wohnzimmer zeigte Roger ihnen den speziellen Ausstellungsschrank, der für Herrn Müllers Sammlalben gebaut worden war. Ihre Sammlung verdient ein richtiges Zuhause, erklärte er. Anna konnte nicht aufhören zu weinen, als sie durch die Räume rollte und entdeckt, wie jeder Raum durchdacht für ihren Komfort und ihre Unabhängigkeit gestaltet war. Ich kann alles erreichen, staunt sie in der Küche, öffnete Schubladen und Schränke, die vorher für sie unerreichbar gewesen waren. Herr Müller stand in der Mitte des Wohnzimmers und dreht sich langsam, um alles aufzunehmen. »Warum?« fragte er schließlich und sah Roger an. »Warum würdest du all das tun?« Roger legt eine Hand auf die Schulter des älteren Mannes. »Weil sie mein Leben verändert haben, Herr Müller. An dem Tag, als ich als Jugendlicher nicht ins Hauptteam kam, wollte ich mit Tennis aufhören. Aber sie haben an mich geglaubt, als niemand sonst es tat. Ich habe nur eine Tür aufgeschlossen«, sagte Herr Müller leise. »Manchmal ist das alles, was jemand braucht«, antwortete Roger. »Eine offene Tür und eine Chance.« Er führte die Müllers zur Rückseite des Hauses. Es gibt noch mehr zu zeigen, der Hinterhof war in eine friedliche Oase verwandelt worden, mit erhöhten Gartenbetten, die Anna vom Rollstuhl aus pflegen konnte und eine überdachte Terrasse, perfekt für den Morgenkaffee. Und noch eine Sache, sagte Roger und führt sie zurück ins Esszimmer, wo ihr Ordner wartet. Das Haus ist nicht nur repariert, es gehört euch frei und klar. Die Hypothek ist vollständig abbezahlt, Anna keucht. Herrn Müllers Hand zitterte, als er den Ordner öffnete und die Dokumente fand, die Rogers Worte bestätigte. Da ist noch mehr, fuhr Roger sanft fort. Wir haben einen Trustfonds eingerichtet, der euch beide für den Rest eures Lebens ein monatliches Einkommen sichert genug, dass sie sofort in Rente gehen können, Herr Müller. Und eure medizinischen Kosten werden vollständig gedeckt, Anna. Keine Sorge mehr über Versicherungsgrenzen oder Eigenkosten. Herr Müller sank überwältigt in einen Stuhl. Das ist zu viel, protestierte er schwach. Es ist nicht genug, widersprach Roger. Nicht für das, was sie über die Jahre so viele Menschen gegeben haben, er deutet zum Fenster, wo die Menge draussen gewachsen war. Die Leute sind nicht wegen mir hier, Herr Müller. Sie sind wegen Ihnen hier ehemalige Schüler, Nachbarn, Menschen, deren Leben Sie mit Ihrer Freundlichkeit berührt haben. Auf ein Stichwort hin öffnet sich die Haustür und Menschen begannen einzutreten, jeder mit Karten, kleinen Geschenken oder einfach Geschichten darüber, wie Herr Müller ihr Leben beeinflusst hat. Jakob Müller hat mein Leben verändert, sagt einem mittleren Alters. Als ich in der Schule durchfiel, blieb er jeden Tag spät, um mir im leeren Klassenzimmer beim Lernen zu helfen, während er putzt. Herr Müller kaufte meinem Sohn seine ersten Tennisschuhe, als wir sie uns nicht leisten konnten, fügt eine Frau hinzu. Er hat's nie jemandem erzählt. Wir haben's nie vergessen. Einer nach dem anderen teilten die Leute ihre Geschichten. Herr Müller saß fassungslos da und lauschte, wie ein Leben voller stiller Freundlichkeit erstmals offen anerkannt wurde. Anna griff nach der Hand ihres Mannes. »Ich wusste immer, dass du Leben veränderst«, sagt sie leise. Jetzt wissen es auch alle anderen, draussen haben sich mehr Menschen versammelt.
Schüler der Kantonsschule hielten Schilder hoch, die Herrn Müller für seine Jahrzehnte des Dienstes dankten. Die Schulband spielt eine festliche Melodie. Während der Nachmittag fortschritt, waren die Müllers von Liebe und Dankbarkeit einer Gemeinschaft umgeben, die zusammengekommen war, um eines ihrer bescheidensten Mitglieder zu ehren. Und durch alles stand Roger Federer, die Tennislegende, das globale Idol, der Multimillionär, ließ am Rand und beobachtete zufrieden, wie der Mann, der einst eine Sporthalle für ihn aufgeschlossen hat, die Anerkennung erhielt, der sich durch ein lebensstilles Öffnen von Türen für andere verdient hat. Als der Abend nahte, ging die Feier im Haus der Müllers weiter. Nachbarn haben Tische im Vorgarten mit Essen und Getränken aufgestellt, Kinder spielten Spiele auf dem frisch gepflegten Rasen. Die Atmosphäre war wie bei einem Strassenfest mit Herrn Müller als Ehrengast. Roger beobachtete alles von einer ruhigen Ecke in der Veranda aus. Er sah, wie Anna ihren Rollstuhl mühelos durch die breite Tür lenkt, nicht länger in ihrem eigenen Zuhause gefangen. Er sah Herrn Müller, wie er Umarmungen und Händedrücke von Menschen annahm, deren Leben er berührt hat, seine übliche Bescheidenheit wich einen bescheidenen Stolz. Stehend trat zu Roger auf der Veranda. Mission erfüllt, sagte er und stieß seine Wasserflasche gegen Rogers. Mehr als ich je gedacht hätte, stimmte Roger zu. Schau sie an, sie sind so glücklich, du hast es gut gemacht, Roger, sagt's dann. Wirklich gut, wir alle haben's gemacht, korrigierte Roger ihn. Es war Teamarbeit, als der Himmel dunkler wurde, begannen die Leute zu gehen, jeder hielt an, um sich von den Müllers zu verabschieden. Das Renovierungsteam packte die letzten Geräte ein, das Cateringpersonal räumte den Garten auf. Allmählich lichtet sich die Menge, bis nur noch ein paar enge Freunde bleiben. Herr Müller nähert sich schließlich Roger, der auf der neuen Terrasse half, Stühle zusammenzuklappen. »Können wir reden?« fragte er leise. »Natürlich«, antwortete Roger. Sie gingen zur hinteren Ecke des Gartens, wo eine Bank unter der alten Decke stand. Herr Müller setzt sich schwer, die Emotionen des Tages haben sichtlich ihren Tribut gefordert. »Ich weiss nicht, wie ich dir danken soll«, begann er. »Was du für Anna und mich getan hast, ist mehr, als ich mir je hätte vorstellen können, sie müssen mir nicht danken«, sagte Roger. »Ich gebe nur eine Gunst zurück, die 40 Jahre überfällig war«, Herr Müller schüttelte den Kopf. »Das ist so viel mehr, als eine Sporthalle aufzuschliessen, für mich nicht«, beharrte Roger. Die offene Tür führt zu allem anderen in meinem Leben, den Titeln, der Karriere, allem. Ohne ihren Glauben an mich an dem Tag, wer weiss, was passiert wäre. Sie saßen einen Moment in freundschaftlichem Schweigen, lauschten der leisen Stimme der letzten Gäste, die auf der Terrasse plauderten. »Weisst du, was Anna zu mir sagte, als wir einen Moment allein waren?«, fragte Herr Müller schließlich. Sie sagte, Jakob, du hast dein ganzes Leben damit verbracht, anderen zu helfen. Jetzt bist du dran, geholfen zu werden, ich habe nie so darüber nachgedacht, sie ist eine weise Frau, lächelte Roger. Das Ding ist, fuhr Herr Müller fort, ich habe nie das Gefühl gehabt, etwas Besonderes zu tun. Nur Menschen so behandelt, wie ich behandelt werden wollte, das getan, was im Moment richtig schien, das macht's besonders, sagte Roger. Sie haben Menschen nicht für Anerkennung oder Belohnung geholfen. Sie haben's getan, weil's ihre Natur ist. Herr Müller blickte zum Haus, wo Anna einer Freundin die neue Küche von ihrem Rollstuhl aus zeigt. »Du hast uns unser Leben zurückgegeben«, sagte er. »Anna kann sich wieder in unserem Zuhause bewegen. Ich kann neben meiner Frau schlafen, statt auf der Bodenmatratze.
Und ich muss mir keine Sorgen machen, sie allein zu lassen, während ich arbeite. Apropos Arbeit, sagte Roger, Direktor mir wollte, dass ich ihnen sage, er hält ihren Job frei, wenn sie wollen. Aber sie müssen nicht mehr arbeiten. Der Trustfonds bietet mehr als ihr Gehalt je tat. Herr Müller schwieg einen langen Moment. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr jeden Tag, sagt er langsam. Weiss nicht, was ich mit mir anfangen würde, wenn ich nicht arbeite. Vielleicht gibt's andere Wege, mit der Schule verbunden zu bleiben, schlug Roger vor. Lehrassistent, Mentor, Schulhistoriker. Sie wissen mehr über die Kantonsschule als jeder andere, das könnte schön sein, nickt Herr Müller nachdenklich. Ein paar Geschichten mit den Jungen teilen. Obwohl ich bezweifle, dass sie an den Erinnerungen eines alten Mannes interessiert wären, sie wären überrascht, versicherte Roger ihm. Kinder heute brauchen Vorbilder wie sie mehr denn je, während sie sprachen, rollte Anna selbstbewusst auf dem glatten neuen Weg zu ihnen. Da seid ihr, sagt sie. Ich habe mich gefragt, wohin ihr verschwunden seid, nur versucht, Worte zu finden, um Roger zu danken, erklärte Herr Müller. Anna streckte die Hand aus und nahm Rogers Hand. Ich glaube nicht, dass es genug Worte im Deutschen gibt, um das zu tun, sagt sie leise. Aber vielleicht braucht man keine Worte, wenn das Herz so voll ist, Roger drückt ihre Hand sanft. Das Vergnügen war ganz meins, nicht nur deins, korrigierte Anna ihn und deutet auf die wenigen verbliebenen Gäste. Schau, wie viele Leben du mit dem Projekt berührt hast, nicht nur unseres, sie hat recht. Die Renovierung hat hunderte Menschen zusammengebracht, ehemalige Schüler, die sich mit ihrer Vergangenheit verbanden, Nachbarn, die Freunde wurden, Fremde, Zeit an Zeit für ein gemeinsames Ziel arbeiteten. Ich habe noch etwas, das ich euch beiden zeigen möchte, sagte Roger und stand auf. Eine letzte Überraschung, er führt sie zu dem kleinen Raum hinten im Haus, der einst als Abstellraum diente. Die Tür war geschlossen. Bevor ihr die Tür öffnet, sagte Roger, muss ich euch etwas sagen, Herr Müller. Als wir das Projekt begannen, ging es darum, euer Haus zu reparieren und euch finanziell abzusichern. Aber es wurde zu etwas Grösserem, Herr Müller sah verwirrt aus. Eure Geschichte, euer Leben voller Dienst und Freundlichkeit hat jeden inspiriert, der an der Renovierung gearbeitet hat. Und wir alle haben angefangen, dieselbe Frage zu stellen. Wie viele andere Herrn Müllers gibt's da draussen? Wie viele Menschen, die essentielle Jobs machen, werden übersehen oder unterschätzt? Roger griff nach dem Türknauf. Also haben wir beschlossen, etwas dagegen zu tun, sagt er. Er öffnete die Tür. Der ehemalige Abstellraum war in ein wunderschönes Homeoffice verwandelt worden. Ein Schreibtisch stand vor dem Fenster mit Blick auf den Hinterhof, Bücherregale säumten eine Wand, ein bequemer Sessel stand in der Ecke neben einer Leselampe. Ich verstehe nicht, sagte Herr Müller und schaut sich im Raum um. Anna rollt sich hinein und betrachtete den Raum. Wofür ist das, Roger? Roger deutet auf die Wand über dem Schreibtisch, wo ein gerahmtes Dokument hing. Das ist die Gründungsurkunde der Jakob Müller Stiftung. Ihre Mission ist es, Schulhilfskräfte, Hausmeister, Kantinenmitarbeiter, Busfahrer, Wartungspersonal anzuerkennen und zu unterstützen, die das Leben von Schülern prägen. Herr Müller trat näher, um das Dokument zu lesen. Seine Augen weiteten sich. Nach mir benannt, Sie sind die Inspiration, erklärte Roger. Die Stiftung wird Stipendien, Notfallhilfe und Anerkennungsprogramme für die Menschen bereitstellen, die unsere Schulen am Laufen halten, aber oft übersehen werden. Und das Büro? Fragt Anna.
Wenn Sie wollen, sagte Roger zu Herrn Müller, gibt's eine Position als erster Geschäftsführer der Stiftung, die auf Sie wartet. Sie würden verdiente Empfänger auswählen, ihre Weisheit darüber teilen, was die Arbeiter wirklich brauchen und das öffentliche Gesicht der Organisation sein. Öffentliches Gesicht? Herr Müller wirkt alarmiert. Ich bin nicht gut im Reden halten, Ihr Leben spricht für sich selbst, versicherte Roger ihm. Und ich werde an Ihrer Seite sein als Hauptsponsor der Stiftung. Wir haben bereits 3 Millionen Franken gesammelt mit Zusagen für jährliche Spenden von mehreren grossen Firmen und Sportlern. Herr Müller setzt sich überwältigt auf den Schreibtischstuhl. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Sag ja, drängt Anna ihn, Tränen in den Augen. Das ist deine Chance, anderen auf eine ganz neue Weise zu helfen, Jakob, deine Erfahrung in etwas Grösseres als dich selbst zu verwandeln. Herr Müller schaut sich in seinem Büro um sein Büro und dann zurück zu Roger. Warum ich? Es muss doch Qualifiziertere geben. Es gibt niemanden, der besser geeignet ist, das Herz der Stiftung zu repräsentieren als Sie, sagte Roger. Die Stiftung braucht keinen weiteren Geschäftsmann oder Fundraiser. Sie braucht jemanden, der den Wert versteht, jeden Tag aufzutauchen, seinen Job mit Stolz zu machen und sich um die Menschen herum zu kümmern. Das sind Sie. Nach einem langen Moment nickt Herr Müller. Dann ja, ich nehme an, Anna klatschte vor Freude in die Hände. Mein Mann, der Stiftungsdirektor, wer hätte es gedacht, als sie das Büro verließen und ins Hauptwohnzimmer zurückkehrten, wo die letzten Gäste sich zum Gehen vorbereiteten, dreht sich Herr Müller zu Roger um. Weisst du, als ich jung war und grad an der Kantonsschule anfing, gab mir mein Vater einen Rat. Er sagte, Jakob, du magst nur Böden wischen, aber tu es, als würdest du die Welt verändern, denn du weisst nie, wessen Leben du beeinflussen könntest. Er schaut auf sie verwandelt zu Hause, seine strahlende Frau, das Büro, wo er ein neues Kapitel seines Lebens beginnen würde. Ich schätze, er hat recht, sagte Herr Müller leise. Roger lächelte. Er hat recht. Und jetzt weiss es jeder. Als die letzten Gäste gingen und die Müllers sich darauf vorbereiteten, ihre erste Nacht in ihrem renovierten Zuhause zu verbringen, machte Roger einen letzten Gang durchs Haus. Er hielt am Ausstellungsschrank mit Herrn Müllers Sammelalben inne, einschliesslich dem, das mit Ausschnitten über Rogers eigene Karriere gefüllt war. Daneben lag ein neues Album, dessen erste Seite bereits mit Fotos des Renovierungsprozesses und der 4 gefüllt war. Roger legt eine Notiz oben auf das neue Album. Herr Müller, Sie haben einst an mich geglaubt, als niemand sonst tat. Sie haben Türen geöffnet, die mich an Orte führten, die ich mir nie vorgestellt hätte. Jetzt sind Sie dran, durch eine neue Tür zu gehen, eine zur Anerkennung, Respekt und der Chance führt, anderen so zu helfen, wie Sie es immer getan haben. Jeder braucht jemanden, der an ihn glaubt, bevor er an sich selbst glauben kann. Sie waren der jemand für mich. Jetzt hoffe ich, der jemand für Sie zu sein. Mit tiefster Dankbarkeit, Roger. Als Roger vom Haus der Müllers wegfuhr, warf er einen Blick in den Rückspiegel. Das Verandalicht leuchtete warm gegen den Abendhimmel. In dem Haus erhielt ein Mann, der unzählige Leben ohne Anerkennung verändert hat, endlich die Wertschätzung, die er verdiente. Und das, dachte Roger, war der grösste Sieg seiner Karriere.